Ja, grüß euch beieinander und einen Sakrischen. Jetzt Kasperl. Leute, sorry, ich glaube, das war ein wenig laut. Ich habe das Desktop-Audio ein bisschen lauter gestellt, weil die Aufnahme so leise ist. Ich hoffe, das passt, der Rest vom Sound her. Ich hoffe, ich habe euch jetzt nicht zu sehr die Ohren rausgeschossen. Bevor ich heute irgendetwas, möchte ich ein ganz liebes und herzliches Vergelt's Gott, vielen, vielen Dank richten an die liebe Secret Service, die mir über Discord das hier geschickt hat. Und was ist das hier? Es ist reiner Silvester-Stream von 2021, den ich seit Wochen gesucht habe. Einwandfrei. Und den schauen wir uns halt an. Ihr werdet es im Titel schon mitgekriegt haben. Aber ja, ich bin begeistert. Ich hoffe, ihr auch. Und dann bleibt mir nicht mehr zum Sagen. Außer hockt euch her, Sammermehrer, reißt's euch eine Häube auf. Und mir ging ja einer in Ding. Rainer. Grund und so weiter. Nicht wundern, wobei Hintergrund lassen wir heute wahrscheinlich aus. Wie gesagt, ja, die Tonqualität lässt zu wünschen übrig, aber es ist auf Odyssey entdeckt worden. Wie gesagt, das soll jetzt der Anfang sein von meiner Reihe, seine Streams und Videos aus dem Januar 2022 zu behandeln. Also meine Anfangszeit im Game, also als Creator. Und ich fange mit Silvester 21 an. Das ist eigentlich das Silvester vor einem, jedes Jahr Silvester ist immer geil, weil es sind immer Besucher gekommen und es war natürlich immer die Zeit der großen Ankündigungen und das hier ab nächstes Jahr, da legt er richtig los und Qualitätsoffensive hier und dann kommen regelmäßige Formate und Drache läuft und wieder der Dragon Monday, 4 Schanzen. Ihr kriegt's 4-mal in der Woche mindestens ein Video rausgemeddelt und alles bam, 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 bam. Also die ganze Scheiße, die dann 3 Tage später wieder komplett vergessen war. Dementsprechend haben wir gesagt, ich nehme die Silvesternacht noch mit. Und da gehen wir jetzt rein. Ja, lassen wir einfach mal da dabei. Hintergrund lassen wir weg. Entschuldigung, das solltet ihr eigentlich nicht hören. So, Den Hintergrund lassen wir weg, ist schon wieder klassisches, reiner Qualitätsmanagement. Ne? Er hat jetzt da diesen Greenscreen hängen und es wird ihn, keine Ahnung, 2, 3 Klicks wird es ihn kosten, da diesen Hintergrund reinzumachen. Ist ihm nicht wert. Ist es ihm nicht wert. Er will sich dahin hocken, mit Barne beschmissen werden und es ist ihm nicht mal wert, 2 Klicks zu machen, um da hinten die Scheiße einzublenden. Gut, klar, die Hintergründe, die er da zusammengewichst hat, die waren meistens irgendwie Schrott. Ne? Also er als Drachenbarde und dieses Gespenst oder was er da nicht immer gehabt hat, das war ja alles nix. So, ehrlich, das war ja alles Schrott. Das kriegt irgendein Kleinkind mit Paint in 5 Minuten hin, was er sich da zusammengeschustert hat. erstmal Dankeschön an die Lucy. Vielen Dank und willkommen bei den Weltlingen. Das ist noch interessant mit ändern. Nichts Besonderes, aber sieht besser aus als das andere Silvester. Der Grund, warum ich jetzt keinen Hintergrund anmache, ist, dass ich die Nebenmaschine anlassen will. So, wenn ihr die gleiche Musik hören wollt wie ich höre mir gerade den Party-Song-Mix von 2021 an auf Spotify. Wird mir momentan Der Party-Song-Mix von 2021. Wie viel Metal da dabei ist, würde ich gern auch einmal wissen. Jede Menge. Ich wette, jede Menge Metal. Es strotzt nur so vor Metal. Der Party-Mix von 2021. Einer. ganz oben angezeigt. Ja, das habe ich jetzt schon gehabt. So, ich wollte mal. Also da hat er dann gecheckt irgendwann, dass im YouTube einfach den Stream abdreht, wenn er da Copyright-Musik laufen lässt. Und da war es dann auf einmal, das hat er dann schon gelernt, das hat er dann schon gespannt. Aber warum hat er nicht verinnerlicht? Weil sonst hätte er nicht später, sogar Anfang diesen Jahres noch, seine komischen Disco-Streams gemacht auf Diggity Doggity. Ne? Wo sie ihm beinahe das Spotify-Konto gekündigt hätten,
weil er über Spotify die Mucke im Hintergrund in seinen Battle-Streams hat laufen lassen. Aber er beschwert sich immer drüber, wenn bei irgendwelchen Leuten etc. Content geklaut wird. Aber ihr erinnert euch zu YouNow-Zeiten, da hat er auch immer rauskauen. Da ist dann auch immer da gesessen und ja, der nächste Lied und hin und her. Wenn er dann irgendwie mal wieder sich komplett hat volllaufen lassen im Stream und dann irgendwie seine Mettler-Stimme raushängen hat lassen. Ihr kennt es halt. Huawei an meine EU anmachen. Alexa, Fernsehlampe gewünscht und Becher schon wieder. Wünsche ich allen einen guten Rutsch ins neue Jahr. Dankeschön, Hansi, für deine Unterstützung. Kinderdisco ist an. Herzlichen Glückwunsch, Rainer. Seit 6 Monaten. Das gleiche gilt für dich, Tins, ja, du hast Tins Sin, für 2 Monate. Natürlich auch an den Michael für die 99 Cent. Danke für deine Unterstützung. Ich liebe dich einfach, Drache. Deine Streams geben mir einfach so viel Kraft. Nee, so Kraft, viel. So krasse Kraft. Nee, krass viel. Hey, ich bin auch schon wieder neben der Spur. Ich bin aber auch müde wie sonst was. Also, hier ist mir nicht leise, Drache. Eigentlich dürfte ich nicht so leise sein, aber ich muss auch ein bisschen weg vom Mikro, weil sonst brenne ich mit meiner Zigarette etwas in den Popschutz. Ja, in den Popschuss, Rainer. Ich bin hier die ganze Zeit am Regler verstellen in meinem OBS. Du Penner, bleib halt ungefähr gleich weg von dem scheiß Mikrofon. Shampoos da. Was ist der Vorsatz fürs neue Jahr? Das mache ich gar nicht. An Vorsätze hält man sich sowieso nicht, deswegen mache ich mir gar keine. Und ich sage euch ganz ehrlich, es ist, abgesehen von den ganzen Hatern vor meiner Haustür, die immer wieder auftauchen, jetzt gerade ist es ruhig, aber abgesehen von diesen ganzen Vollpfosten vor meiner Haustür, ist es heute für mich ein ganz normaler Tag wie sonst auch. Beziehungsweise es ist noch nicht einmal besonders, weil es ist ja Freitag. Freitag ist bei mir normalerweise immer die Hölle los. Freitag. Ja, Rainer. Hier, ApoRed war das, oder? Everyday Saturday. Rainer, bei dir, du bist arbeitslos. Natürlich merkst du den Unterschied zwischen den Tagen nimmer. Du weißt halt an dem Tag, dass das Silvester ist. Herzlichen Glückwunsch. Aber ihr müsst es euch vorstellen, dieser Mann sitzt an Silvester, wo die meisten Leute, wenn sie nicht arbeiten, Zeit mit irgendwie Freunden oder Familie oder sowas verbringen, sitzt er da, alleine, macht seine Kinderdisco an und streitet sich mit Trollen im Internet. Wild, Rainer. Wild. Ich weiß, richtige Streamer machen so Silvester-Streams. Ab und zu mal. Aber das ist dann so ein Event bei denen. Und da ist dann Party und da ist geile Stimmung in den Kommentaren und so. Da passiert was, da haben die sich ein Programm überlegt. Und jetzt vergleicht das, was ich gerade gesagt habe, mit dem, was du da gemacht hast am Silvesterabend 2021. Merkst du das dann? Übrigens, Silvester 2021 war für mich auch, war kein schöner Tag. Also, Folgendes ist passiert. Musst du kurz ausholen. Ich habe ich glaube, im Knie Schmerzen gehabt. Ich glaube, ich habe im Knie Schmerzen gehabt. Auf jeden Fall war ich mit der Krücke unterwegs. Und ich war in einem anderen Ort beim Silvesterabend. Und da habe ich mir dann ein paar Bier ins Gesicht gestellt und bin dann irgendwann relativ stramm, habe ich mich an die Straße gestellt zum nach Hause trampen. Und jetzt habe ich ein, zwei Ortschaften weiter gecheckt. Scheiße, ich habe mein ganzes Klump da oben vergessen, wo unter anderem eben halt mein Haustürschlüssel drin waren. Das war es natürlich mitten in der Nacht, in der Nacht vom 31. auf den 1. Januar. Und da war es schwieriger, Taxi herzukriegen. Es war arschkalt und mein Knie hat mir wehgetan. Ich habe dann angerufen und habe dann ein Taxi gekriegt, musste dann mit dem Taxi aber erst einmal wieder in einen anderen Ort zurückfahren, da mein Klump holen, dann wieder ins Taxi, dann wieder zurück zu meiner Butze. Das war teurer Spaß und zu allem Überfluss ist in dieser Nacht irgendein dreckiges Arschloch mit seinem Köter in der Gegend umeinander gelaufen und hat den Fall gerade bei mir in die Einfahrt scheißen lassen. Und ich steige aus dem Taxi aus und tapp voll da rein. Hat sich rentiert, 2022 hat bei mir schon richtig gut angefangen. Aber das nur als kleine Anekdote nebenher. Und doch, trotzdem war mein 2021 auf 22 nicht so bescheuert wie seins.
Samstag, Sonntag. Das heißt, ich werde dieses Jahr gar nicht richtig realisieren, dass wir 2022 haben, weil das für mich eigentlich nur so ganz normal ist, läuft eigentlich ganz normal weiter, wie es aufgehört hat bis jetzt. Ich meine, im neuen Jahr gibt es dann viele, viele Veränderungen, aber für mich wird sich das gar nicht anfühlen, wie wir sind im neuen Jahr, weil so richtig Silvester, naja, Samstag, ich gehe sowieso nicht viel weg und einkaufen. Wird sich jetzt zwar wieder erinnern, wenn ich wieder ein Auto habe und alles, bin ich wahrscheinlich auch wieder mal öfter unterwegs, aber jetzt die letzten Monate, 2021 war jetzt nicht viel los, wo ich viel unterwegs war und ja, wir haben jetzt Freitag, Samstag, Sonntag, wo ich nicht weggehen kann, weil immer Idioten vor meiner Tür sind. Ja, Rainer, es ist zu dem Zeitpunkt auch schon nicht mehr deine Tür. Wir wissen, das war zu der Zeit, da hat er die Schanze schon verkauft gehabt, den Ranger hat er schon gehabt. Den hat er ein paar Tage davor, hat er sich den geholt. Und eigentlich war geplant, dass er 5 Tage später auszieht. Ne? Also noch vor Heilig Drei König hätte der eigentlich raus sein sollen aus dem Laden. Was daraus geworden ist, wissen wir alle. Ne? Bis Ende Februar haben sie nur drin gelassen. Und ganz ehrlich, ich habe es schon mehrfach gesagt, ich bin 100% davon überzeugt, der Plan war ursprünglich, dass man gesagt hat, ja, okay, mir versucht, ihm irgendwo eine Putze zu organisieren. Das hat eine hinkaut, weil er Ansprüche hat, die vollkommen utopisch sind. Und jetzt lassen man da nur drin, bis diese Verhandlung ist, weil ja jeder damit gerechnet hat, dass der danach ins Camp Knacki fährt. Und dann haben sie gedacht, hey komm, haben sie ihm gesagt, Rainer, du kannst da bis zu deiner Verhandlung nur drinnen bleiben, halt ein bisschen die Füße still, schau, dass du nicht irgendwie provozierst, dass du deeskalierend wirkst, damit jetzt hier die letzten Monate, wo du bist, nicht nur irgendeine Katastrophe passiert und dann bleibst du da drin und danach schauen wir weiter. Und dann war diese Situation im Februar, wo sie das Kabel da durchgeschnitten haben und der die Leute noch weiter provoziert hat. Hohoho, ihr seid so blöd, ihr habt das Kabel durchgeschnitten, aber über das Kabel kriege ich doch gar kein Internet mehr, ihr kriegt doch Glasfaser, haha. Da müsst ihr auch dann den Verteilerkasten kaputt machen, haha, und das traut ihr euch nicht. Und am nächsten Tag war der Verteilerkasten kaputt. Und dann hat er versucht, die Hater zu überfahren. Und dann, glaube ich, hat die Gemeinde gesagt, hey, wir haben gesagt, solange es nicht eskaliert, du hast nicht dergleichen, du raus. Ende des Monats bist du raus. Und deswegen war auch an seinem Abreisetag, es waren ja Hater vor Ort, die haben, glaube ich, da von dem Berg runter gefilmt, hat man gesehen, dass da die Polizei auch mit dabei war zu dieser Schlüsselübergabe, damit er sich da nicht irgendwie rausredet, sondern dass du gleich Leute hast, gleich die Polizei dort, dass die Gemeinde sagen kann, hier, das ist Grundstück, dieses Haus gehört uns, der Mann befindet sich in diesem Haus widerrechtlich, bitte raus operieren. Für den Fall, dass er nicht freiwillig dergleichen getan hätte. Heißt im Klartext, ich kann eigentlich nur hergehen und meinen ganz normalen Alltag haben. Und Montag, Dienstag ist ja dann dieses neue Jahr schon wieder. Und dann fühlt sich das eigentlich an, ja, ist halt ein ganz normales neues Jahr, halt locker. Vielen Dank. Und auch an Zoe King, vielen Dank für eure Unterstützung. Also dieses Jahr wird gar nicht wirklich für mich silvestertechnisch sein. Liegen draußen ein paar Böller, aber das ist auch nichts Ungewöhnliches bei mir. Ich glaube, ich habe dieses Jahr wird wirklich so ein bisschen, für mich wird es wohl das längste Jahr aller Zeiten, weil ich habe wirklich keinen richtigen Abschluss dieses Jahr, glaube ich. Es tut mir echt leid, Mosby, aber bei mir läuft das Licht läuft nach der Musik. Also es geht zum Takt der Musik, wo ich höre ja Musik auf die Kopfhörer. Scheiß auf Silvester. Oh, da ist jemand ziemlich angepisst. Alles klar bei dir? Caterpillar, du bist ein bisschen angepisst, ha? Ich hoffe, bei dir ist alles in Ordnung soweit. Ich denke, nächstes Jahr geht alles für dich oder es hebt ab. Ich denke, nächstes Jahr. Für den Stream hätte er da eigentlich so eine Warnung. Ihr kennt es bei Computerspielen, ist es oft so eine Warnung, so Epilepsie-Warnung wegen diesem ganzen Kinderdisco-Scheißdreck, den er da wieder laufen hat. Geht alles für dich. Oder es ebbt aber ja. Lass es mal mithören. Nee, ich lasse euch nicht mithören, weil sonst gibt es wieder Leute, die dann irgendwie meine Streams plötzlich melden und reporten und alles. Deswegen mache ich das nicht mehr. Könnt ihr euch im Prinzip bei allen bedanken, die das immer gemacht haben. Musik. Nein, Rainer, es ist Copyright-Musik. Du kannst nicht einfach deinen Stream laufen lassen, der ein kommerzieller Stream ist, und dann hier Copyright-geschützte Musik abspielen und praktisch damit Geld verdienen. Da musst du GEMA-Lizenzen bezahlen. Gibt es den Streams nochmal. Ich habe mir das ein paar Mal schon vorgenommen, aber das mache ich jetzt nochmal. Punkt. Mein Schlafrhythmus habe ich im Griff. Aber ich bin sowieso, das ist auch so eine Sache, ich bin sowieso über Nacht. Schlafrhythmus hat er im Griff, wissen wir Bescheid. Ja, bis 4 oder 5 Uhr daddeln.
weil man sich am Vorabend wieder drei Kannen Kaffee mit einem Pfund Zucker in den Schädel gekesselt hat und dann am nächsten Tag irgendwann bis um 3 Uhr, 4 Uhr Nachmittag pennen, dann wieder widerspenstig den scheiß Stream anmachen, weil man muss ja noch um ein paar Barrende betteln und danach wichsende Daddelne fressende. Oder? Der Tagesablauf hat er im Griff. Macht immer wach eigentlich. Also Mal zwischendurch mal ein bisschen Brüllheulen, ne? wenn wieder Kuchenkinder vor der Schanze stehen. für mich ist das nicht ungewöhnlich, jetzt um die Uhrzeit wach zu sein. Ich könnte auch jeden Tag um die Uhrzeit streamen. Das wäre für mich überhaupt kein Thema, weil ich zu den Zeiten immer wach bin. Ja, Rainer, abends, wenn es auf Mitternachts zugeht, wach zu sein, gerade an Silvester, herzlichen Glückwunsch, Rainer. Die meisten erwachsenen Menschen, für die ist das nichts Ungewöhnliches, vor Mitternacht abends wach zu sein. Vor allem, wenn der nächste Tag ein Feiertag ist. Für mich ist das nichts Ungewöhnliches, so lang wach zu bleiben. Das, wie irgendein Kind am Schulhof, das von seinen Drecks-Yuppie-Eltern verzogen worden ist. Oder? Ich weiß gar nicht, was ihr habt. Ich kann so lange wach bleiben, wie ich will. Ja, herzlichen Glückwunsch. Du wirst als Erwachsener wahrscheinlich auch ein Arschloch werden. Aber die meisten schlafen halt dann. Ich würde mich übrigens über Likes im Stream freuen, wenn euch der Stream gefällt. Hör auf zu rauchen, auch wenn du ein Drache bist. Ich höre überhaupt nichts mit gar nichts. Mir hat niemand zu befehlen, was ich zu machen habe. Jedes Jahr muss man diesen Feiertag mitmachen, ob man will oder nicht. Oh, ich bin überhaupt nicht angepisst. Man muss diesen Tag nicht mitmachen. Ja, man kann Silvester komplett wegignorieren. Das geht. Ich habe das ein Jahr gemacht, das war das erste Jahr, wo ich meine Mizis hier hatte. Also es war deren erstes Silvester auch. Und da bin ich bewusst an Silvester zu Hause geblieben, weil ich nicht wollte, dass die hier alleine in der Butze sind, wenn da draußen das Geschieße losgeht. Zumindest beim ersten Mal Silvester. Man kann das wegignorieren. Ich habe mir dann, keine Ahnung, ich habe mich vor den Fernseher gesetzt und habe mir irgendwas angeschaut. Ich weiß nicht. Wahrscheinlich war es Breaking Bad zum 533. Mal. Ich stehe nicht so auf Böller. Also, ja, es klang kurz so, das klang gereizt halt, aber das ist, beim Schreiben ist das immer schwierig. So, Sarah, vielen Dank für deine Unterstützung. Mann, ich liebe dich einfach. Ah ja, alles klar. RTL, Oliver Geisen, Chart, Show, wer guckt das schon? Also ich höre von Spotify gerade die Silvester-Sound. Ich hoffe, das Jahr wird simpler für dich. Simpler, also einfacher. Ja, mal schauen. Ich hoffe, du schaffst 2022 die 200k Abos. Ja, also ich denke, bis zu meinem Geburtstag dürfte ich die 200k locker haben. Die 200k hat er dann auch geschafft, oder? Ich habe irgendwann mal gesagt, er hat 120.000 gehabt, aber er hatte 220.000, kann es sein? Ich glaube, da wo der Kanal weggemeddelt wurde, waren es 222 oder 224.000, irgend sowas in dem Bereich. Klar war der Großteil gebottet und der andere Großteil waren Abo-Leichen. Aber, ja, er behauptet ja, er hätte über 300.000, irgendwann hat er, glaube ich, mal 500.000 gesagt, Abonnenten gehabt. Ich weiß nicht, ob er das tatsächlich nicht mehr im Kopf hat, dass es in Anführungsstrichen nur 220.000 Abonnenten waren. Oder ob es einfach wieder geradeaus gelogen ist. Beides ist möglich. Ja, die kognitiven Kapazitäten bei ihm geben Ersteres her und dieses pathologische Lügen bei ihm schließt auf. Vielleicht ist es eine Mischung aus beidem. In dem Tempo weitergeht wie aktuell, dann sollte ich das bis dahin haben, ja. Herbert Gerüger, danke für die Unterstützung. Das ist jetzt die Drache. Mache ich sowieso nicht. Drache, wie geht's dir heute? Wünsche dir einen guten Rutsch. Dankeschön, wünsche ich dir auch und natürlich allen anderen auch. Leute, im Übrigen, schaut ihn euch da mal an. Er macht hier einen Silvester-Stream für seine Edzardler-Fans, in Anführungsstrichen. Und er sitzt da wie irgendein Lausbur beim Nachsitzen. Wie irgendein Lausbur, der in der Schule Scheiße gebaut hat und jetzt nachsitzen muss. Im Januar kommt ein neuer Song. Ja, vermutlich. Also, wir haben jetzt noch nicht geklärt, ob wir einen Song raushauen oder ob wir 2 Songs als Single raushauen oder 3. Wenn wir Hä? Rainer, bist du dir bewusst darüber, was das Wort Single bedeutet? Das ist, ne, einzeln. Es ist nicht so, dass man sagt, eine Single mit mehrere Songs, Album.
Single, ein Song, Rainer. Wenn wir eine Single raushauen, wird es wahrscheinlich Februar, März, aber wenn wir nur den einzelnen Song raushauen, dann schaffen wir es im Januar auf jeden Fall. Aber ich glaube, der Song ist auch niemals gekommen, oder? Er hat doch Anfang 22 keinen Song mehr rausgebracht. Ich glaube, Mana war doch der letzte Song, den der gemacht hat. Und das war 21, wenn mich nicht alles täuscht. Warum zum Drachen reagierst du nicht? Schaust etwas müde aus, alles okay bei dir, Drache? Ja, ich bin ja auch müde wie sonst was. Nee, nein, Rainer, du bist nicht müde. Okay, es kann gut sein, dass er müde ist. Ne? Unbehandelter Diabetes, kann auch mal passieren. Aber, Rainer, du hast keinen Bock. Du würdest gerade lieber irgendetwas anderes machen. Und tief in dir drin ist der kleine Rainer, der damals irgendwie, als er erwachsen wurde, auch mal bei Silvesterpartys dabei war. Ne? Der da vielleicht mitgehen durfte, weil die Schwester irgendwie eingeladen war oder was weiß ich. Oder der dann, wenn er daheim geblieben ist, wenigstens mit der Familie abends hat anstoßen können. Ne? Und mit anderen Leuten Silvester gefeiert hat. Der ist da irgendwo drin und der ist sehr traurig, dass er das nicht mehr machen kann. Aber der wird unterdrückt und geknechtet vom Narzissmus-YouTube-Gott Rainer, der sich denkt, so, na, ich bin's. Und irgendwann werden sie es alle nächstes Jahr knacken wir dann die 300.000 Abonnenten und. Sind deine Pläne fürs Wochenende? Gleiche wie immer. Rumsitzen, zocken, ab und zu mal runterholen und hoffen, dass mir die Hater nicht die Bude anreißen. Gelegentlich muss ich natürlich auch die Polizei anrufen. Mr. Bean auf Super RTL und Biene, Ben und Jerry Eis. Mr. Bean gibt's Mr. Bean immer noch. Um die Serie kommen die Filme immer noch, ja. Ich fand die früher ganz okay, aber irgendwann wurden die mir zu blöd, ganz ehrlich. Zockst du heute? Ja, Mr. Bean wurde ihm zu blöd. Leute, ich muss outen, ich bin ein großer Mr. Bean-Fan. Das ist bei mir auch, glaube viel auch aus nostalgischen Gründen, weil ich habe mir das als Kind immer angeschaut auch. Abends irgendwie mit der Family vom Fernseher gesessen und Mr. Bean geschaut. Und die größte Gaudi gehabt. Bitte noch Bissala im Stream. Nee, wollte über nichts mehr gezockt. Wie lange wohnst du noch im Haus, bis ihr auszieht? Das habe ich euch gestern schon gesagt. Gestern hat schon jemand gefragt, wann ich ausziehe. Ich habe schon gesagt, ich ziehe aus, wenn ich ausziehe. Ja, Reini, du hattest davor irgendwann dich schon mal verplappert und gesagt, 5. Januar musst du draußen sein. Ne? Das heißt, ursprünglich war geplant, irgendwann in dem Bereich 5. Januar und davor auszuziehen und irgendwo anders hinzuziehen. Zu deinem Auto. War lange nicht da und habe viel verpasst. Oh ja, mein Auto. Das habe ich heute mal eingestellt. Mal Handy eingestellt und so Bluetooth mit rein, dass das alles mal aktiviert ist. Jetzt kann ich mit dem Handy Musik hören im Auto und so weiter über die Anlage. Und die Anlage ist echt nicht schlecht, dafür, dass es eine Standardanlage ist. Sowas wie ein Bettmobil brauche ich nicht. Danke für deine Unterstützung, Daniele. Bau in deinem Ranger, hatten wir schon. Wäre ein Ford Ranger ein gutes Anfängerauto oder sollte man erst ein wenig Erfahrung sammeln? Nee, also ein gutes Anfängerauto wäre ein Ford Fiesta, ein Golf oder ein Polo. So kleinere Autos. Weil der Hutzen kannst du, der Hutzen ist wieder fränkisch. Dich einen BAM fahren kannst, oder dich einen Baum fahren, weil BAM ist ja auch wieder fränkisch. Dich einen Baum fahren kannst du auch mit 20 PS oder mit 50 PS. Wobei heutzutage sind ja sogar die Fiestas und die Corsas und so weiter, haben ja heutzutage schon 90 PS teilweise. Oder sogar schon 100. Einen guten Rutsch. Danke für dein Sein. Freut mich, dass es dir gefällt. Dann gehst du auch an dich nochmal. Bin neidisch auf dein Auto. Das sind wahrscheinlich viele. Weißt du, wie man... Ja, Reinhard, habt ihr den Blick gesehen von ihm? Das sind wahrscheinlich viele. Deswegen hat er ihn sich gekauft. Deswegen hat er ihn sich gekauft und aus keinem anderen Grund. Ne? Rainer hat sich diesen scheiß Ranger gekauft, weil er der Meinung war, die ganzen Hater werden dann grün vor Neid, wenn sie sehen, dass ich hier mit dem Ranger in der Gegend umeinander meddle. Und sowohl die Hater als auch die wenigen Drachis haben ihn mehr oder weniger, die Hater haben ihn geradeaus ausgelacht dafür und die Drachis haben ihn auch dafür kritisiert, dass das einfach eine brunstdepperte, hirnamputierte Scheißaktion war, sich dieses Drecksauto zu kaufen. Ne? Und dass man von dieser Kohle, von diesen 40.000 Euro für den Scheiß Ranger, man sich irgendwie Bude hätte suchen können, sich einfach um eine Lebenssituation kümmern, wenn man tatsächlich vorhat,
Reiseblogger zu werden. Jetzt klammern wir mal aus, dass er damals schon wusste, dass er seinen Führerschein verlieren wird. Wenn man tatsächlich vorhat, Reiseblogger zu werden, sich vielleicht irgendwie, keine Ahnung, so einen kleinen Camper oder Wohnmobil zu kaufen. Nein, der Ranger hat her müssen. Und zwar, weil er sich gedacht hat, aufs Wohnmobil ist niemand neidisch. Und wenn jemand jetzt hier mit diesem Monster rumkommt, das ist ein geiles Auto. Und dann werden die Hater alle denken, oh mein, der Rainer, der hat es doch geschafft. Und wir sind jetzt besiegt, weil wir sind alle neidisch darauf, dass er so ein tolles blaues Auto hat, wo fährt. Was Verfolger mit dem Auto abschüttelt, na logisch. Einfach nahe in den Wald, über die Waldwege abhauen mit Vollgas, notfalls in Viergang nahe, möglichst irgendwelche hohen Berge hinauffahren. Passt. Okay, schade. Der gefällt mir nämlich richtig gut. Übrigens, Er fränkelt in diesem Stream schon wieder ganz enorm viel. Glückwunsch zum Ranger, Dankeschön. Ich selbst fahre einen Raptor. Echt ein gutes Gefühl, so erhaben auf der Straße zu sein. Ja, nicht nur auf der Straße halt auch, ne? Also ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie du das siehst, ne? Aber ein Ranger oder auch ein Raptor und generell ein Pickup, der nicht ein bisschen Dreckflecken an den Seiten hat, das ist ein Krüppel. Also ein Ranger oder ein Raptor, die müssen ein paar Flecken haben. Ja, die müssen ein bisschen dreckig sein, ein bisschen Matsch an den Seiten und so. Passt, so sieht das Auto perfekt aus. So ein Krampf, Rainer, so ein Krampf. Natürlich ist, wenn man, ich habe einen Gumbel von mir, der fährt gerne Offroad. Ne, der macht auch Urlaub, der hat ein paar Spätzle, mit denen fährt er immer in den Offroad-Urlaub. Die richten sich ihre Karren, der hat auch mal einen Pickup gehabt, das war aber kein Ranger oder sowas, ich weiß nicht mehr genau, was das war. Und dann fahren die irgendwo hin, wo sie da halt einfach Offroad durch die Gegend valachieren können. Über Stock und Stein und Matsch und Ding und Klump und da hat er die Hexte freit. Dass man bei solchen Aktionen den Karren nicht sauber halten kann, ist vollkommen normal. Aber auch der, wenn der vom Urlaub wiederkommt, der nimmt dann Kehre in die Hand und macht das Auto wieder sauber. Ne? Also, normal, oder? Der Ranger ist schon auch geil. Er hat leider nicht das 10-Gang-Getriebe. Also meiner hat jetzt noch nicht das 10-Gang-Getriebe. Das hat erst die nächste Generation gehabt, also die danach folgende leider. Aber er geht trotzdem gut ab, hat über 200 PS. Ich könnte mich... Okay, das ist jetzt nicht meine Pausierung. Da stimmt jetzt gerade irgendwas mit dem Video nicht. Warte, ich mache mir hier kurz Pause und kümmere mich darum. So, meine Freunde. Wie ihr seht, ist das eine andere Aufnahme. Aber die hat mir hier Odyssey rechts oben vorgeschlagen. Da war Winklers Liste tatsächlich auf Odyssey unterwegs. Und wir sind ungefähr an dem Punkt. Dieser Zusammenschnitt ist ein bisschen kürzer. Aber wir sind ungefähr an dem Punkt, wo wir aufgehört haben. Weiter geht er. Der Peter. Ich könnte mich dir gut bei 7 vs. Wild vorstellen. Ja, könnt ihr mir auch gut vorstellen. Rainer bei 7 vs. Wild, das könnt ihr mir richtig gut vorstellen. Wie er japsend auf dem Boden liegt und nach seiner Mama schreit. So, muss mir das was sagen? Kannst du die Lipständer grüßen? Okay, jetzt reicht's mir. Sowas mag ich überhaupt nicht. Wenn mich Leute dazu bringen, irgendwas zu grüßen, dann verpiss dich. Hört halt mal auf damit. Ja, grüßen ist schon wild. Also grüßen ist schon auf jeden Fall bannwürdig. Ja, schon eine Dreistigkeit. Vor allem die Leute, die hier drin sind, glaube ich, alles irgendwelche, da hat immer diesen Mitglieder-Only-Stream. Das sind alles Leute, die haben dafür bezahlt, da reinschreiben zu dürfen. Und dann fragen die, ja, Rainer, kannst du vielleicht einmal irgendjemanden grüßen? Bann. Sollen die Leute halt herkommen, wenn sie es möchten. Ich mag das nicht immer, dieses Grüßen. Oh, war das eine Aufforderung? Wieder, dass die Leute herkommen. Er will niemanden grüßen. Wenn sie gegrüßt werden wollen, sollen sie herkommen. Aber wenn sie herkommen, sind sie, hey, dann grüßt er sie nicht. Das ist das Drachenlord-Paradoxon. Das VW am... Also eins der vielen Drachenlord-Paradoxon. Was am Paradoxons? Paradoxie? Boah, Leute, schreibt's nochmal. Paradoxen? Leute, schreibt mal eine Plural von Paradoxon rein. Ich habe jetzt gerade echt nicht auf dem Schirm. Eigentlich auch so groß wie der Ranger. Ich habe keine Ahnung, ich kenne VW nicht. Ich kenne VW, aber ich mag kein VW. Und ich habe mich damit nicht auseinandergesetzt. Was heute ist auch viel los. Aber viel los. Es geht, ne? Gestern waren wir 700 Leute. Ist irgendwas passiert heute? Kommst irgendwie so angefressen darüber? Nee, überhaupt nicht. Ich bin einfach nur müde.
Ja, ich nutze meine berufliche, meinen beruflich? Ich bin selbstständig im Baumfäller, Im, im Baumfällerreich. Der hat, was? 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 Ja? Der hat schon hier und da seine Kratzer, aber das gehört dazu. Ich möchte natürlich jetzt nicht unbedingt Kratzer oder Dellen drin haben, aber die gehören halt auch einfach dazu, ne? Also, passiert bei den Pickups einfach, dass die irgendwie mal ein paar Kratzer haben. Deswegen verstehe ich auch nicht, warum sich einer einen weißen holt. Und dann regen sich alle über diese kleinen Kratzer auf. Auf dem Blau fällt es nicht so extrem auf, wenn er mal hier einen Kratzer hat, da einen Kratzer hat, aber sie sind halt da. Reini, ich weiß nicht, ich weiß ja nicht, ob du es wusstest, aber ähm, normalerweise werden Autoteile, wenn sie lackiert werden, erst grundiert und diese Grundierung ist eigentlich immer weiß. Deswegen fallen auf dem weißen Lack die Kratzer nicht so auf wie auf dem blauen Lack, weil der Kratzer nämlich auch dann weiß ist. Wohin, ja, also wenn du ein weißes Auto mit einem weißen Kratzer hast, fällt das nicht so auf, wie wenn du ein babyblaues Auto mit einem weißen Kratzer drauf hast. Du brunstdepperter Vollidiot. Was heißt jetzt hier bitte Guten Rutsch Männer? Wie wäre es auch mit Guten Rutsch Frauen? Wir sind hier genderneutral. Guten Rutsch Männer ist ein bisschen sexistisch. Ja, mit Sexismus hat der Rainer natürlich überhaupt nichts am Hut. Also ist er schwer dagegen. Also, es sei denn, er ist selber der Täter. Aber ne, dann ist das ist immer was anderes. Drache, siehst du meine Nachrichten nicht? Doch, ich sehe deine Nachrichten. Oder zumindest die habe ich jetzt gesehen. Aber ich kann nicht immer alles vorlesen. Ne? Es sind so viele Nachrichten gerade wieder da. Weil der Rainer, der scheiß Chat bewegt sich im Schneckentempo. Er bewegt sich im Schneckentempo. Rainer, ich habe in meinen Streams schon Situationen gehabt, wo ich nimmer hinten nachgekommen bin mit dem Chat lesen. Aber nicht in dem Tempo. Eigentlich wollte ich gar nicht streamen, das war mein Stand vorhin. Aber ich habe jetzt spaßeshalber einfach überlegt, scheiß drauf, jetzt habe ich ihn trotzdem mal an den Stream. Also schauen wir jetzt einfach mal, was bei rauskommt. Irgendjemand hat geschrieben, ich habe meinen Hund nach dir benannt. Das ist aber, ich glaube, ist keine gute Idee, oder? Keine Ahnung, dann gehst du, dann läuft der Hund weg und rufst ihn mit Wingel oder Dirnenspross oder hat er Maul. Auch freuen, Frauen. Was? Kommt mal wieder Lustlord oder hast du das aufgegeben? Schau einfach den letzten Lustlord-Stream, dann weißt du es. Ich habe meinen Hund nach dir benannt. Das ist jetzt nicht unbedingt die Ehre, die ich gehofft hatte zu bekommen, aber Dankeschön. Rainer, ganz ehrlich, wenn ich wirklich, sagen wir mal, prominenter wäre, in Anführungsstrichen, ne? Ich wäre jetzt Person des öffentlichen Lebens und mir würde jemand sagen, hey du, ich habe mein Haustier nach dir benannt, würde ich mich schon sehr geehrt fühlen. Ich meine, klar ist das gelogen, ne? Also niemand benennt sein Haustier nach ihm. Aber ich würde mich sehr geehrt fühlen, wenn jemand sein Haustier nach mir benennt. Weil zu so einem Haustier hat man eine sehr innige Bindung. Über viele Jahre hinweg hoffentlich, ne? Wenn alles gut läuft. Und der Name für so ein Haustier ist schon was Besonderes. Das ist schon was Besonderes. Also wir haben uns die Namen für unsere Mizis auch gut überlegt. Also die eigentlichen Namen, die sie haben. Es entwickeln sich immer Spitznamen, auch bei Katzen bei uns. Keine Ahnung. Der kleine Kater, den wir haben. Der hat, als er ein Baby war, immer, wenn er gekommen ist, der hat noch nicht so richtig gemaunzt. Ne? Der war ein bisschen zurückgeblieben. Ich glaube, der ist immer noch ein bisschen zurückgeblieben. Aber der ist sehr süßer, kleiner Kater mit so langem Fell und so viel zu großen Augen für seinen kleinen Kopf. Und dann ist er immer gekommen und hat, statt richtig zu maunzen, hat er so Miep, Miep, Miep gemacht. Und deswegen nennen wir ihn Miep. Und er hört jetzt nur noch auf Miep und nicht mehr auf seinen eigenen Namen. Aber das ist okay. Der ist einfach zuckersüß. Aber er ist mindestens genauso dumm, wie er süß ist, dementsprechend. Ne. Giganto, wer ist denn Giganto? Ich habe keine Ahnung, wie lange ich heute streame, weil ich es selber nicht weiß, Leute. Ich wirke vielleicht genervt, aber ich bin nicht genervt, ich bin nur müde. Wie findest du Star Wars? Hast du die Filme gesehen? Ich kenne Star Wars 1, 2 und 3 aus den 70ern und ich kenne Star Wars 1, 2 und 3 aus den 2000ern. Also du kennst 4, 5 und 6 aus den 70ern und 80ern.
Und 1, 2 und 3 aus den 90ern und 2000ern. Und finde die Filme alle in Ordnung. Aber alles darüber hinaus fand ich scheiße und übertrieben. Ich fand die ganze Ich fand die Prequels schon scheiße, aber Star Wars Animationsserie kacke. Ich fand die ganzen Zusatzfilme kacke. Ich fand die ganzen Spin-offs und was weiß ich alles kacke. Ich habe mal eine Zeit lang dieses Star Wars Game gezockt, wo man online so zocken konnte, so im MMO-Shooter-Stil, wo man halt quasi als Jedi-Ritter oder so rumgurken konnte. Aber das habe ich nur angefangen und ich bin da nicht wirklich weit gekommen, weil ich kein stimmt, damals hat's ein MMO gegeben. Das war aber so die Endphase des großen MMO-Hypes. Das muss irgendwann Ende der Nuller, Anfang der 10er Jahre gewesen sein, oder? Dass das rauskommen ist, dieses Star Wars MMO. Ich habe das nie gespielt, weil ich war da schon raus aus der ganzen MMO-Gaudi. Wie gesagt, ich war eine Zeit lang Dark Age of Camelot süchtig und habe das, als es das Spiel nicht mehr gab, bin ich dann auf kein anderes MMO mehr gegangen, weil, keine Ahnung. Dark Age of Camelot hat MMOs für mich verdorben. Mich hat auch World of Warcraft habe ich angezockt, hier Probemonat, hab mich fürchterlich gelangweilt. keinen Bock mehr hatte. War mir dann zu blöd. Herr der Ringe ist geil. Herr der Ringe fand ich geil. Ich fand auch die Ich finde das geil. Herr der R und dann Inge unterstrichen. Klasse. Klasse, klasse, klasse. Bücher geil und ich fand auch die Herr der Ringe, wie sagt man, und ich fand auch die Herr der Ringe, Filme, Rainer. der Hobbit geil. Also ich fand auch die Hobbit-Teile geil. Ja, und jetzt, Leute, schreibt es mal unten rein, ob ihr das glaubt, dass Rainer tatsächlich die Bücher gelesen hat. Ja? Ich muss euch sagen, bin ganz ehrlich mit euch, ich habe die Bücher von Herr der Ringe gelesen, nachdem ich die Filme gesehen habe. Ne, ich habe, da waren dann der dritte Film, den habe ich dann im Kino gesehen und danach habe ich mir die Bücher damals bei eBay geholt, auf Englisch. Und weil eben die Filme kamen ins Kino, ich hatte Herr der Ringe vorher als Franchise nicht so wirklich auf dem Schirm. Ich habe den Hobbit gelesen als Kind, aber Herr der Ringe irgendwie nicht. Ich frag's mir nicht warum. Und als die Filme dann gekommen sind, haben wir gedacht, okay, nee, dann schaust du jetzt erst die Filme an und danach liest du die Bücher. Weil ich wollte nicht irgendwie dann das durcheinander bringen und dann, ne, hat gepasst. Und ich bin der Meinung, diese drei Herr der Ringe-Filme, vor allem in den Extended Editions, sind absolute Meisterwerke und das ist großartig adaptiert worden. Es ist wirklich großartig adaptiert worden, weil du musst Dinge rauslassen aus den Büchern und die Bücher sind auch nicht mehr, also auch wenn sie natürlich Klassiker sind und tolle Fantasy-Bücher, brauchen wir nicht reden, aber zum einen als Filmadaption schlecht geeignet, aufgrund dessen, dass halt wirklich noch so ein bisschen älterer Schreibstil ist, den Tolkien da an den Tag gelegt hat. Und da wirklich viel Zeug passiert, was ganz cool ist, wenn du, was weiß ich, draußen im Garten sitzt, Garten verschönern und du liest dein Buch gemütlich vor dich hin. Aber was halt einfach das Pacing rausnimmt aus so einem Film. Ja, bin auch überhaupt nicht böse, dass Peter Jackson sich dafür entschieden hat, Tom Bombadil nicht in diese Filme mit aufzunehmen. Das wäre einfach too much gewesen. Und noch dazu, ganz ehrlich, ich fand beim Lesen die Tom Bombadil Passage im ersten Buch fürchterlich, fürchterlich so träge. Ne? Also da habe ich mir ein bisschen durchkämpfen müssen. Aber ne, weiter mit dem Silvester. Hobbit ist leider ziemlich Mist geworden. Ja, die Hobbit-Filme sind ziemlicher Mist geworden. Das ist richtig. Wenn ihr zu dem Thema ähm, coole YouTube-Videos sehen wollt und des Englischen mächtig seid, es gibt hier Random Film Talk, heißt der, glaube ich. Ich glaube, Random Film Talk heißt der.
macht großartige Videos, warum die Hobbit-Filme scheiße sind und warum Rings of Power und so scheiße ist und so. Und großartige Sachen über Rebel Moon zum Beispiel. Ich bin ein großer Filmfan. Ich bin ein sehr, sehr großer Filmfan. Im Übrigen, wenn ihr im Hintergrund irgendwas rumpeln hört, das sind die Katzen, die eskalieren gerade ein bisschen. Also die spielen halt. Ich bin ein sehr, sehr großer Filmfan, meine Frau auch. Also Filme sind ein großes Hobby von uns. Und wir haben dann oft das Problem, dass wir da sitzen und so, okay, wir wollen uns jetzt einen Film anschauen, aber im Idealfall einen guten und einen, den wir beide noch nicht gesehen haben. Und das ist halt, wenn der Film nicht neu ist, ist halt schwierig. Weil bei den guten Filmen meistens hat einer von uns schon mal gesehen. Und jetzt haben wir uns neulich gedacht, weißt du was, dann schauen wir uns einfach einen beschissenen Film an, ne? Ballern uns ein bisschen Brokkoli und machen uns halt dann einfach drüber lustig. Und wir haben auserkoren den Director's Cut von Rebel Moon 1 und 2. Wir sind praktisch, keine Ahnung, den ganzen Abend, 7 Stunden fast, dort gesessen und haben uns diese Scheiße gegeben. Leute, es ist unfassbar. Es ist unfassbar, dass Rebel Moon von demselben Macher ist, hier von, wie heißt der, Zack Snyder, der Filme gemacht hat wie 300 oder Watchmen. Das sind Filme, die ich sehr gerne mag. Vor allem Watchmen liebe ich. Rebel Moon ist der größte Schrott überhaupt. Der hat einfach gesagt, hey, weißt du was? Ich nehme jetzt einfach Dinge, die ich geil finde, klau die zusammen, mach das alles nur in schlecht. Ne? Da kam dann wirklich hey, ihr kennt die Cantina-Szene aus dem ersten Star Wars, ziemlich ikonisch, oder? Ja, lass das machen, nur in Scheiße. Oh, ihr kennt von Return of the King am Ende das, wo Faramir praktisch in den Tod reitet und im Hintergrund Pippin singt. Großartige Szene gewesen, ja? Lass das machen, nur Scheiße. Original, die haben wirklich genau diese Szene geklaut, sogar mit mehr oder weniger derselben Melodie. Es ist wirklich 1:1 eigentlich dieselbe Melodie. Es ist erbärmlich. Es ist wirklich, jede Szene, die du siehst, ist so, kenne ich aus irgendeinem anderen Film, aus irgendeinem guten Film, wo offensichtlich sie gedacht haben, hey, das und das hat der und der Film echt gut gemacht, lass das machen, nur in Scheiße. 166 Millionen hat der Mist gekostet, Leute. Also, wenn ihr Filmfan seid und so ein bisschen so einen Blick für so ein paar Sachen habt, gönnt euch das. Ist auf jeden Fall, aber halt wirklich nicht nüchtern und auf ironische Art und Weise. Ne? Haut euch das rein, ihr könnt euch kaputt lachen. Ihr könnt euch kaputt machen. Es ist wirklich zum Schreien komisch, wie scheiße dieser Film ist. Ach, und Zack Snyder hat offensichtlich Game of Thrones gesehen und fand Dario Naharis geil. Deswegen hat er Dario Naharis zweimal besetzt. Also der hat den Dario Naharis in Game of Thrones wurde von 2 verschiedenen Schauspielern gespielt und der erste Schauspieler, der den gespielt hat, spielt hier einen der Bösewichte und der zweite Schauspieler, der ihn gespielt hat, spielt einen der Helden. Es ist halt, Leute, ich will euch nicht zu sehr spoilern, aber der Film ist rotzengrotten scheiße. Ich wette was, Rainer fand ihn gut. Nö, finde ich überhaupt nicht. Ah ja, und die ganze Story und alles ist zusammengeklaut bei Dune und Warhammer 40k. Sogar die Namen der Leute sind zusammengeklaut bei Warhammer 40k. Es gibt einen General Titus und es gibt irgendeinen Belisarius und so. Es ist wild zusammengeklaut bei Warhammer 40k. Das Einzige, worüber ich mich aufregen könnte bei Hobbit, ist der Drache. Smaug ist nämlich eigentlich kein Drache, sondern eigentlich eine Wippe. Beziehungsweise Halt dein Maul. Rainer, halt einfach dein Maul. Der hier, was war das? Benedict Cumberbatch war das, glaube ich, als Smaug war das mit Abstand Beste an der Hobbit-Trilogie. Das war das mit Abstand Beste an der Hobbit-Trilogie. Der hat gut und gruselig ausgesehen, der Drache. Das CGI war in Ordnung, die schauspielerische Leistung mit dem Motion Capture von Benedict Cumberbatch war in Ordnung. War richtig gutes Zeug. Und gerade das findet er scheiße, ist klar. Es ist vollkommen klar.
Die können zwar ein bisschen Feuer spucken, aber Jetzt hat er, okay, ist jetzt vorgespult worden, das war nicht ich, aber er hat jetzt anscheinend irgendwie den Unterschied dann zwischen Drachen und Wyvern oder wie die heißen. Ich glaube, es liegt an ich glaube, die einen haben 4 Beine, die anderen haben 2. Frag mich nicht. Ich streite doch nicht mit irgendwelchen Leuten drüber, welches feuerspuckende Fabelwesen jetzt wie heißt. So. Es ist eine Echse, hat Flügel, spuckt Feuer, ist ein Drache für mich, fertig. Ne? im Es ist ein fränkischer Fettbeitel und lügt den ganzen Tag, ist kein Drache für mich. Buch gefällt er mir besser. Ist gemacht, ne? Ist gemacht, die Chance haben, aber dann steigt er nicht. Und dann halt auch ein bisschen interessant. Weil es gemacht ist. Weil ich habe halt eine genaue Vorstellung, wie ein Drache aussieht und bin da auch ein bisschen tricky, was das angeht. Ich habe jetzt eine Müllermilch getrunken und einen Fanta vorhin. Durchhalten durch, definitiv. Müllermilch und Fanta. Hauptsache nix, wo nicht irgendwie klafterweise Zucker drin ist. Das könnte ja noch gesund sein. Vor 4 gehe ich nicht schlafen. Du antwortest gar nicht. Doch, ich antworte durchaus. Ich habe bloß gerade noch jemanden geschrieben aus meinem Freundeskreis. Den Wano Kuni Arc. Ob das damals schon der Frankengamer war, den man da geschrieben hat? Weil das scheint ja wirklich irgendwie mehr oder weniger sein einziger Freund gewesen zu sein damals. Reinziehen. Wie weit bist du? Ich bin genau so weit, wie die deutschen Folgen waren. Wo ziehst du denn hin? Wenn du so blöd fragst, in deine Mutter. Ja, also so saublöd war jetzt die Frage nicht, weil du ja gesagt hast, dass du 5 Tage später eigentlich aus der Butze raus musst. Und ich weiß nicht, die Leute haben dir Geld dafür bezahlt, dass sie in diesem Stream sein können. Scheiße läuft hier bei ihm seit 36 Minuten und er hat 62 Euro eingenommen in der Zeit. Ich weiß nicht, wie viele von euch verdienen 60 Euro in der halben Stunde? Ich nicht. Und dafür beleidigt man dann die Mütter der zahlenden Kunden. Herzlichen Glückwunsch, Rainer. Alter, ganz ehrlich, es geht dich doch nichts an, wo ich hinziehe. Alter, diese Gesichtskirmes ist so jenseits von cringe einfach. Bitte abonniere mich. Okay, sorry, dass ich dir gedankt habe. Sowas mag ich gar nicht. Tschüss, würde ich sagen. Hier wird nicht um irgendwas gebettelt. Wenn hier einer bettelt, dann bin ich das. Mann. Ja, wo käme er denn dahin, wenn im Drachenlord-Stream gebettelt würde? Unding. Seid ihr Geschwister? Leute, was ist denn hier schon wieder los? Da konzentriert man sich 5 Sekunden auf was anderes und ihr geht hier wieder ab wie sonst was. Ich trinke heute gar keinen Alkohol. Die gehen ab, Rainer. Du hast kurz davor, 3 Minuten vorher, einfach vollkommen grundlos die Mutter von einem deiner Zuschauer beleidigt. Ich betrink mich mit gar keinem. Die Male, an denen ich Alkohol trinke, die kannst du an einer Hand abzählen. Rainer, allein während der YouNow-Zeit gab es Phasen, wo du dich jeden zweiten Tag komplett weggeschossen hast im Stream. Laber doch nicht. Wie gesagt, ich habe auch Videos hochgeladen, wo er ein bisschen überhopft war. Aber ich behaupte dann nicht einfach ein paar Tage später einfach frech das Gegenteil und sage, nee, ich war immer stocknüchtern. Wie ich feier, siehst du. Die beantworte ich nicht. Ich trinke so selten was, dass ich nichts da hab. Ich hab zwar noch ein wenig an Schnaps da. Rainer Winkler widerspricht sich schneller als sein Schatten. Warte mal kurz, wie viel war da dazwischen in Streamzeit? Ich trinke so selten was, dass ich nichts da hab. Ich hab zwar noch ein wenig an Schnaps da. Es war gar keine Zeit dazwischen. Es war eine Sekunde. Ey, ich trinke ja nichts. Ich hab nichts da. Also Schnaps habe ich schon da. Aber ich habe gerade keine Lust auf irgendeinen Schnaps. Ist alles offen, aber nichts davon getrunken. Ich habe den Malibu habe ich angesoffen. Malibu ist urkreislig. Die 3 Bacardi-Flaschen habe ich Auch urkreislig. angesoffen. Den einen Rum habe ich auch angesoffen. Nee, den nicht Rum. Den einen Whisky habe ich angesoffen. Wird wahrscheinlich auch irgendein Schmutz gewesen sein.
wie gesagt, ich trinke selten harten Alkohol, so Schnaps und sowas, weil ich es nicht vertrag. Nach einem ausgiebigen Essen einmal so ein Willi oder so, oder ein Obstler, oder vielleicht einmal, wenn es was zu feiern gibt, irgendwie ein Glas Whisky. Aber die Schnapslerei, die vertrage ich einfach nicht. Da scheppert's mir immer komplett weg. Die Drache, schon alleine, weil du Animes schaust. Dankeschön, Sogi King. Es ist schwer, Menschen zu vertrauen, die kein Bier trinken. Aha. Dann wirst du mir nicht vertrauen, weil ich kein Bier trinke. Ich trinke nur Mischgetränke. Betty White. Ja, weil er trinkt nur Mischgetränke, freilich, weil im Bier zu wenig Zucker drin ist. Es muss noch Zucker rein. Ne? Weil Bier ist ein Getränk für Erwachsene, aber Rainer will gar keine Getränke für Erwachsene. Rainer will Getränke für kleine Kinder, die zu 50% aus Zucker bestehen. Süß muss es sein. Und warum ist Rainer so? Wir kennen das von diesem alten Bild, wo Rudi ihm die Fanta-Flasche in die Goschen stopft. Da war der, wie alt wäre er da gewesen sein? Ein Jahr oder zwei Maximum? 2 Jahre? Kindergartenalter war er damals noch nicht. Irgendwas 1, 2 Jahre alt war er da. Und dann hat man ihm da schon, wenn er gequengelt hat, hat man ihm die Literflasche Fanta in die Goschen gestopft. Ja, dass da von der frühkindlichen Prägung her was hängen bleibt, ist ja wohl auch vollkommen klar. Und jetzt immer, Reini hat es als kleines Kind gehabt, er war traurig, er hat geweint, irgendwas war schlecht. Dann hat man ihm das babsüße Klump in den Schlund gekippt. Und das ist halt jetzt immer noch so, wenn Rainer irgendwie eine Frustration erfährt oder irgendwas unangenehm ist, dann muss was Süßes her. Und zwar in rauen Mengen. Und weil Rainer eine nicht vorhandene Frustrationstoleranz hat, aber permanent mit Frustration konfrontiert wird, schaut er so aus. Das ist halt schade. Ich habe keine Ahnung, wie das ist. Wird bei euch im Dorf das Silvester viel geknallt? Keine Ahnung. I wonder why. Yesterday you take it out of blue, blue sky. Alter, der Gesangslord, der ist schon fürchterlich. Und noch dazu, das ist nicht der Text von, was ist Lemon Tree von Fool's Garden, oder? Ja, was singt er hier? I wonder why. Yesterday you take it out of blue, blue sky. Yesterday you take it out of blue, blue sky. Ja, das macht Sinn, Rainer. Ja, das macht Sinn. Auf jeden Fall, das ist der Text. Ich glaube, der richtige Text war I wonder how, I wonder why, yesterday you told me about the blue, blue sky. Das war das. And all that I can see is just a yellow lemon tree. Sky, yesterday out of lemon tree. Dieses Jahr ist Silvester irgendwie wie jeder Tag. Das liegt daran, dass Freitag ist, weil Freitag ist Freitag. Hört die weisen Worte unseres Erlösers. Freitag ist Freitag, Samstag ist Samstag, Blaukraut ist Blaukraut und Brautkleid ist Brautkleid. Dienst ist Dienst, Schnaps ist Schnaps, Asche zu Asche, Staub zu Staub. Der große Philosoph. Aber ihr habt unter der Woche 2 Tage oder 3 Tage, die ihr frei hättet, die ihr aber nicht habt, weil das dieses Jahr ist das Samstag oder Sonntag. Das fällt. Ja, das ist halt manchmal scheiße, wenn so Feiertage, die nicht einen festen Wochentag haben, keine Ahnung, Ostersonntag ist natürlich immer an einem Sonntag. Aber wenn Feiertage sind, wie zum Beispiel der 1. Januar, ist natürlich fürs arbeitende Volk praktischer, wenn das auf einen Werktag fällt, weil dann hat man einen Tag mehr frei. Schön, richtig erkannt. Aber ich sag dir mal was, Rainer. Nicht wenig Leute arbeiten auch an Samstagen. Ich weiß nicht, ob dir schon mal aufgefallen ist, dass der Zwingel am Samstag offen hat. Die Leute, die da drin sitzen, die haben sich auch gefreut, weil für die war es trotzdem ein freier Tag an dem Samstag. Aber soweit denkt er nicht, weil mit Arbeiten hat er es nicht so. Ins Gewicht bei vielen. Jemand, der zum Beispiel bei der Polizei arbeitet, jemand, der bei der, weiß nicht,
bei der Feuerwehr arbeitet, also Berufsfeuerwehr, oder auch jemand, der beim Sanitätsdienst arbeitet oder generell im Krankenhaus oder ähnliche Situationssachen, für diese Leute ist es auch wie jeder andere Tag. Und genauso. Nein, Rainer. Rainer, Silvesterabend ist vor allem für Leute im Rettungsdienst, im Krankenhaus, bei der Polizei und bei der Feuerwehr nicht wie jeder andere Tag. Rainer, das ist der Ausnahmetag des Jahres für die. Da passiert am meisten, weil irgendwelche Hyopies sich denken, ja, diese komischen illegalen Polenböller, die nehmen wir schon mit und dann sprengen sie sich irgendwie das halbe Gesicht und 5 Finger weg und danach ist das Geheule wieder groß. Fühlen sich diese Leute jedes Jahr, wenn sie an dem Zeitpunkt arbeiten. Das ist halt genau der Punkt, ne? Respekt an alle, die heute arbeiten müssen. Ja. Und vor allem, ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Ich würde nicht sagen Respekt an alle, sondern ich würde sagen Respekt und vielen Dank an alle, die im Moment noch arbeiten oder arbeiten müssen. Heiligabend auch. Pass auf, es gibt Berufe, die arbeiten jeden Tag. Du hast. Nein, Rainer, also ich glaube zu wissen, was er gemeint hat. Es gibt halt Berufe, da muss immer irgendjemand sein. Ne, ich kann nicht einfach am Sonntag die Polizeistation zumachen oder die Feuerwehr. Das geht nicht. Also da ist jeden Tag jemand da, aber es gibt niemanden, der wirklich jeden Tag arbeitet. Außer jetzt meinetwegen ein Landwirt, aber, ne? Weil Kühe haben auch keine Feiertage. So, denen ist vollkommen wurscht, ob Weihnachten ist. Ne? Landwirte arbeiten jeden Tag. Aber außerdem, so, er will jetzt auf so Sachen raus wie Polizei, Krankenschwestern etc. bla bla. Aber er hat so formuliert, dass es klingen würde, als würden die einzelnen Leute einfach 7 Tage die Woche, 365 Tage im Jahr, würden die einfach arbeiten. Jeden Tag. Ne? Ohne freie Tage, die Leute. Augen auf bei der Berufswahl. Hast schon recht, Drache. Mhm. Na klar habe ich recht. Regel Nummer 1, Drache hat immer recht. Was heißt Probleme? Ich hatte mit sowas nie Probleme, weil ich hab's halt gemacht. Feiertag, arbeiten, da hältst halt das Maul und machst du der Arbeit. Ja, genau, Rainer. Genau du. Du hast einfach das Maul gehalten und deine Arbeit gemacht, wenn man dir das angeschafft hat am Feiertag, weil du ja so ein Malocher bist, Rainer. Rainer, ganz ehrlich, halt einfach dein Maul. Du warst irgendwie beim Plaste Jakob ein paar Jahre, ein paar Monate und davor warst bei der Zeitarbeitsfirma, obwohl es bei der Zeitarbeitsfirma natürlich auch nicht gegeben ist, dass er, solange er wieder angestellt war, auch immer in Arbeit war. Weil die haben ja dann irgendwelche Klauseln, diese Zeitarbeitsfirmen, wo es heißt, hey, ähm, wenn wir dich gerade nirgendwo vermitteln können, hast du halt während der Zeit unbezahlten Urlaub. Ja? Und den werden sie Probleme gehabt haben, den zu vermitteln. Aber da kannst du davon ausgehen. Dementsprechend schwierig. Und dass der am Feiertag gearbeitet hat, das glaubst du ja wohl selber nicht. Dass er überhaupt gearbeitet hat beim Plaste Jakob. Aber da hat er dann einfach sein Maul gehalten und durchgezogen, der alte Malocher. Ganz genau so wird es gewesen sein. Ganz einfach. Und wenn du dann rummaulst, dann sagt, also mein Chef hätte gesagt, ja, du maulst rum, du willst morgen nicht erben, da drüben ist die Tür, tschüss, brauchst nächste Woche, brauchst im neuen Jahr nicht wiederkommen. Habe nicht mitbekommen, dass ich mich beklagt hätte. Der Pickel in der Nase geht mir auf die Nüsse. Leute, würdet ihr mal bitte aufhören, darüber zu diskutieren, was ihr arbeitet? Hört mal auf, solche privaten Fragen zu stellen. Das geht keinem was an. Und T-Rex, Die Leute unterhalten sich jetzt untereinander, was sie arbeiten und fokussieren sich nicht mehr so auf unseren Reini. Das hat der Reini überhaupt nicht gerne. Und übrigens, es ist hier 5 vor 10, sehe ich gerade. Abends. Und der hat vor einer halben Stunde oder sowas, eine halbe Stunde oder Dreiviertelstunde davor, gesagt, ja, es ist ganz normal für ihn, um die Uhrzeit wach zu sein. Also um 9 Uhr abends, ja, Rainer. bitte fang jetzt hier keine Diskussion an. Nee, blendet mich nicht, aber ich habe auch sehr starke Augen. Nö, die nehmen. Ja, Rainers Augen sind viel besser als alle anderen Augen. Ne? Das muss man wissen. Deswegen hat er auch diesen riesengroßen Cursor. Weil er so gute Augen hat.
Und die sind sicher noch nicht irgendwie Diabetes geschädigt. Nein, nein, nein. Die Maschine ist nicht leer, kann ich mal nachfüllen, weil gut, dass du mich daran erinnerst. Herbert, lass es. Dass ihr jetzt keinen Stress machen sollt, gilt für euch beide. Ja, jetzt reicht's. Ich hatte euch verwarnt. Wenn ihr nicht hören wollt, dann müsst ihr eben fühlen. Lord Korea schlägt wieder zu. Was haben sie denn gemacht, der Herbert? Mir ist schon öfter aufgefallen, dass dieser T-Rex nur Stunk sucht. Vielleicht sollte man solche Leute von der Plattform verbannen. Was hat der T-Rex geschrieben? Nachricht gelöscht. Okay, keine Ahnung. Braucht jetzt doch hier keinen Stress machen, Alter. Jetzt habt ihr mal 300 Sekunden, wo ihr drüber nachdenken könnt. Ich hasse es, mich zu wiederholen. Mein Trinken ist auch schon wieder leer. Ich hole mir mal schnell was zu trinken, bin gleich wieder da. Okay, jetzt reicht's mir aber. Das war die falsche Person. Entschuldigung, Vanessa, das war die falsche Person. Geil, jetzt hat er einfach, weil er so gute Augen hat, ja, hat er einfach die verkehrte Person gebannt. Geil. Kann aber passieren. Löscht mal einfach mal die falsche Person. Das ist bescheuert. Sorry, Vanessa, ich kann leider den Timeout nicht aufheben, warum auch immer. Hör jetzt Das sollte aber funktionieren. mal auf, hier zu diskutieren. Was ist dein Lieblingsgetränk? Sowas habe ich gar nicht. Tut mir leid, Vanessa, du musst leider warten, bis der Timeout abgelaufen ist. Den Timeout kann ich aus irgendeinem Grund nicht aufheben. Die wurde nicht. Ja, Hauptsache fressen während dem Stream. Einer, der Stream läuft noch nicht einmal eine ganze Stunde. Er hält es nicht aus, eine ganze Stunde lang zu streamen, ohne sich irgendetwas ins schiefe Ogermaul zu schüren. Und ich finde das eine Unart, während dem Stream irgendwie zu fressen. Ich finde das eine Unart, während dem Stream zu fressen. Das muss nicht sein. Keine Ahnung, wenn du so einen 24-Stunden-Stream machst, schön und gut, ne? Frisst zwischendurch was. Aber wenn man hier seine tägliche Pflichtstunde am Abend runterreißt, als ein reiner Winkler, um abends dann nochmal um Barne zu betteln, die wirklich kommen, er hat jetzt 80 Euro in der Stunde gemacht. Also es ist wild. Es ist wild. Dass man dann sagt, hey, ich fress davor oder ich fress danach. Aber ich hock mich da nicht rein und dass die Leute mich beim Wiederkauen beobachten dürfen. Vor dem grünen Lappen mit schlecht ausgeleuchteter Kinderdisco. Granaten-Content, Rainer. Nicht gebannt, die wurde gelöscht. Dank deiner Nachricht wurde gelöscht, weil ich schon tausendmal gesagt habe, dass ich sowas wie einen Liebling nicht habe. Und sie hat die Nachricht gelöscht, weil sie wollte, dass ich mich nicht darüber aufregen muss. Nur da wir 2 Minuten Verzögerung im Chat haben, sehe ich die Nachricht schneller als sie. Und das betrifft alle Fragen. Ich erkläre es gerne noch tausendstes Mal. Alle Fragen mit, was ist dein Liebling? Was ist dein Lieblingsessen? Was ist dein Lieblings-CD? Was ist dein Lieblings-DVD? Was ist dein Lieblingsfilm? Was ist dein Lieblingsschauspieler? Was ist dein Lieblingsmusiker? Bla 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 bla. Alles, wo du deinen Liebling davor setzen kannst, sind völlig unerhebliche Fragen. So bin ich nicht. Es sei denn, er vergisst es wieder und labert uns wieder zu, was nicht alles seine Lieblingsgeschichten sind. Das ist ja, wenn er gefragt wird, was ist dein Lieblings so und so, dann will er darauf nicht antworten. Ich weiß nicht, warum er darauf nicht antworten will, aber er behauptet dann halt vor allem immer diesen hanebüchenden Krampf von wegen, ja, ich hab sowas nicht. Ich bin ein ganz besonderer Mensch. Ich hab gar kein sowas wie ein Liebling. Und wenn er dann aber wieder irgendwo losschwadroniert über irgendeine Scheiße, irgendwelche Animes oder sonst irgendwas oder irgendwelche Bands, das hier ist sein Lieblingsband, das hier ist sein Anime, das da ist sein Lieblingswurst, das ist sein Lieblings hier, dort ist sein Lieblingsmarke, etc., etc., etc. Dann hat er seinen Lieblingsstreamer, der hat dauernd, aber wenn man ihn fragt, nee, sowas hat er nicht, er ist ein ganz besonderer Mensch. Und deswegen finde ich es lächerlich und finde auch Leute lächerlich, die sagen, meine Lieblingsband ist bla bla bla, weil morgen ist es schon wieder eine ganz andere Band. Nein, Rainer, ist es nicht unbedingt. Also es gibt wirklich Leute, die wirklich einfach ihr Leben lang wirklich eine Lieblingsband haben. Und das ist ja auch cool. Und natürlich kann das sein, dass man sagt, hey, ich habe jetzt gerade, da ist das und das meine Lieblingsband, aber vielleicht in 3, 4 Jahren haben die sich wahrscheinlich irgendwie, keine Ahnung, wie nennen Bands das immer, weiterentwickelt. Also sind scheiße geworden. Und
Und dann ist wieder eine andere Band aktuell. Und dann findet man die halt geil. Und dann ist das jetzt gerade die Lieblingsband für ein paar Jahre. Ist ja auch vollkommen in Ordnung. Dieses meine Lieblingsband ist ja auch mehr oder weniger eine Momentaufnahme. Das Einzige, wo ich die Pfoten von lasse, ist NSBM. Das ist nationalsozialistischer Black Metal. Soll ich erklären, warum ich davon die Pfoten lasse? Hast du dieses Jahr viele neue Filme gesehen? Da haben wir das nächste Problem. Ich weiß es nicht. Weil ich nicht weil ich im Normalfall nicht drauf schaue, wann der Film rausgekommen ist. Ich habe viele Filme gesehen, auch viele, die ich nicht kannte. Aber es gibt Filme, die ich nicht kannte, die auch schon viele Jahre älter sind. Ich denke, 100% der Menschen sind schlecht. Es gibt keine wirkliche Definition zwischen gut und böse, weil letzten Endes ist es so, jeder Mensch. Ladies and Gentlemen, let's turn endless. Entscheidet für sich und was für den einen eine gute Handlung ist, ist für den anderen eine schlechte Handlung. Zum Beispiel. Ja, richtig. Also sich da hinhocken und die Leute um ihr Geld zu bescheißen, indem man Ränge verkauft, damit sie in deinem Stream kommentieren und zuschauen können und sie dann zu bannen, weil sie dich gefragt haben, was dein Lieblings XY ist zum Beispiel eine schlechte Tat für mich. Für dich ist es eine gute Tat, weil du musst dich mit den ganz nervigen Fragen dieser Fans nicht mehr ärgern, ja, weil lesen ist ein Hater und du hast aber die Kohle trotzdem schon bekommen. Und das ist das für Rainer. Das ist das für Rainer. In dem Moment, in dem Rainer das Geld bekommen hat von diesen Abonnenten, sieht er auch überhaupt nicht mehr ein, warum er dann noch eine Gegenleistung bringen kann. Ne? Sieht er nicht mehr ein. Ich habe doch das Geld schon gekriegt, fertig. Und dann Bann. Hahaha, ich habe ja dein Geld schon. Und natürlich wieder auf den Nacken vom Zukunftsrainer, der dann eben nächstes Jahr diesen Abonnenten nicht mehr hat. Und dem dann da wieder ein paar Kröten durch die Lappen gehen. Aber das checkt er wieder nicht. Glaubt ihr ernsthaft, dass die Hater, die bei mir tagtäglich vor der Tür stehen, ihr Handeln wirklich als böse betrachten? Kann ich mir nicht vorstellen. Nö, kann ich mir auch nicht vorstellen. Ist auch nicht so, ganz ehrlich, die allermeisten Leute sind da hingegangen, sind auf der Straße gestanden, haben ein Bierchen getrunken und haben eine lustige Zeit gehabt. Klar, die Leute, die glasklar Straftaten begangen haben, die stehen in einem anderen Buch, aber die allermeisten Leute stehen da, trinken ein, rufen vielleicht einmal Herr Winkler und wenn du rauskommst und sie als Hurensöhne bezeichnest, dann kontern sie dir ein. Fertig. In ihrem verdrehten Verstand ist es für sie gerechtfertigt und für sie vernünftig. Alter, er spiegelt schon wieder. In deinem verdrehten Verstand ist auch sehr vieles gerechtfertigt und vernünftig gewesen. Jedes Mal, wenn du sagst, ihr habt mir ja Edzardler nur verteidigt, war das in deinem verdrehten Verstand für dich gerechtfertigt und vernünftig. Und wenn man sich aber die Videos anschaut, hier mit dem Pfefferspray und allem, war es halt nicht gerechtfertigt und vernünftig. Dass sie definitiv halt da ein paar Probleme haben. Hast du ein positives oder ein mulmiges Gefühl für 2022? Ich habe weder ein gutes noch ein schlechtes. Ich muss die nächsten 1-2 Wochen mal ein paar Bilder von meinem Pickup machen. So, ich glaube nicht, dass irgendein Hater davon ausgeht, dass sein Verhalten wäre korrekt. Ich gehe davon aus, dass jeder Hater für sich Rechtfertigungen findet und Rechtfertigungen. Aber Leute, wirklich, es ist mal lauter, mal leiser, ich komme nicht mal klar. Wiedergeben wird, um sein Verhalten vor anderen zu rechtfertigen und auch vor sich selbst. Das ist das, was ich immer sage. Die meisten Menschen belügen. Er spiegelt und spiegelt und spiegelt. Sich selbst. Kein Mensch. Ja, im Gegensatz zu Rainer, der immer ehrlich zu sich selber war. So wie er zu allen anderen Leuten auch immer ehrlich war. Rainer ist die Ehrlichkeit in Person. Das muss man wissen. Er hat sich noch nie selber belogen. Er ist ein sehr fetter, aber auch ein sehr fitter Mensch. Ist nicht gelogen. Er ist pumper gesund, ihm fehlt ja gar nichts. Er muss gar nicht zur Vorsorge gehen. Er hat einen Plan, er kommt klar. Ganze Scheiße, er belügt sich von vorne bis hinten selber die Hucke voll. Hält sich selbst für böse. Menschen
zwar Menschen. Handlungen vollziehen, wo sie sagen, die finden sie nicht okay von sich selbst, aber sie werden im Zweifelsfall einen Weg finden, sich dafür zu rechtfertigen. Ja, so wie du, der immer sagt, ich verabscheue Gewalt und ich bin eigentlich Pazifist. Aber wenn hier einer kommt, dann ist er Hater und dann kriegt er aufs Maul. Die Sache ist, wenn sich jemand einredet, dass er nicht böse ist, aber auch Böses tut, aber für sich selbst rechtfertigt er sich, dass er eben nichts Böses tut, dann ist er für sich selber im Reinen oder ist mit sich selber im Reinen, aber es ist halt nichts, was die Allgemeinheit oder die um ihn herum feststellen. Es gibt Menschen, die sind sehr ehrlich zu sich selbst. Ich zum Beispiel. Ja, wie ich gewusst habe, dass das noch kommt. Ja, es gibt Leute, die sind sehr ehrlich zu sich selbst. Er wird es gleich sagen. Ich zum Beispiel. Ah, ja, natürlich. Rainer. Du bist ganz ehrlich, ist der ehrlichste Mensch überhaupt. Ich verstehe auch nicht, warum man den irgendwie im ganzen Land als Lügenlord kennt. Ne? Wo er so ehrlich ist. Ich erkläre zwar für gewöhnlich dann, warum ich so gehandelt habe oder was ich so gemacht habe, aber ich will mich damit nicht rechtfertigen, sondern ich sage lediglich, wie meine Situation zu dem Zeitpunkt war. Jetzt kann man natürlich sagen, das ist trotzdem schon eine Rechtfertigung. Und für andere mag es so sein, aber für mich selber weiß ich, dass es eine Tatsache war, weil ich weiß, wie ich mich gefühlt habe zu dem Zeitpunkt. Aber... Ja, Touchy-Fühly Arsch, Rainer. Du bist auch, ganz ehrlich, wenn das alles rechtens gewesen wäre, gerade jetzt zum Beispiel mit der Pfefferspray-Attacke, dann wärst du dafür nicht verurteilt worden. Rainer, du bist für die Scheiße verurteilt worden. Das heißt, zu gut Deutsch, das Gerichtsdeutsch jetzt einmal übersetzt in eine Sprache, die du auch verstehst, du bist Edzardler derjenige, der die Scheiße gebaut hat. Es ist halt schlicht und ergreifend einfach anders gewesen, als es wahrgenommen wurde, aber mein Verhalten selbst war trotzdem falsch. Nehmen wir zum Beispiel die Sache mit dem Holocaust, wo ich damals gesagt habe, es war Sarkasmus oder sollte Sarkasmus sein. Nein, Rainer, es war Hageldummheit. Nein, es war einfach Strunzendummheit, war das. Einfach wirklich brunzdumm. Und wenn du gesagt hast, Holocaust, weiß ich nicht, was es ist, dann wäre es auch in Ordnung gewesen. Nein, die Blöße wolltest du dir nicht geben und dann hast du halt einfach blöd dahergebrabbelt. Und danach hättest du die Situation retten können mit, boah Leute, ganz ehrlich, ist mir jetzt peinlich, ich wusste nicht, was das ist und deswegen habe ich einfach blöd dahergebrabbelt. Aber das spiegelt mitnichten meine tatsächliche Meinung wider. Das wäre auch noch in Ordnung gewesen. Aber das kannst du nicht. Der Narzisst in dir lässt es nicht zu, dir diesen Fehler einzugestehen. Stattdessen belügst du die Leute seit Jahren über die Situation. Und nicht einmal konsistent. Du belügst ja die Leute nicht nur mit einer Lüge. Du denkst dir jedes Mal wieder eine neue aus, weil du nicht mehr weißt, wie du davor gelogen hast. Einmal ist es Sarkasmus, einmal hast du es mit Hiroshima verwechselt, dann hast du gewusst, keine Ahnung. Es ist immer irgendwas anderes. Aber es ist trotzdem falsch rübergekommen. Habe ich falsch gehandelt dadurch, dass ich es gesagt habe? Natürlich, auf jeden Fall. Weil klar von vornherein war, dass das wieder falsch aufgefasst wird. Wie heißt die gleiche Aussage ist es mit, ich bin das höchste Wesen oder so. Das war ein Scherz. Das war eine Nein, Rainer, das war kein Scherz. Das war kein Scherz. Das hast du genau so gemeint. Aussage, die scherzhaft gedacht war. Aber im Prinzip ist es genau dasselbe. Es war klar, dass diese Sache oder diese Aussage wieder falsch wiedergegeben wird. Und dementsprechend war es falsch, dass ich das gemacht habe. Und ich sehe mich so, wie ich wirklich bin. Ich sehe mich mit meinen Fehlern und meinen Schwächen. Und ich akzeptiere diese und versuche es in Zukunft besser zu machen. Ja, Alter, das Bild sagt ja, das glaubt er sich selber nicht. Der Blick sagt, ich glaube bei dieser Räuberpistole, die ich jetzt euch da gerade aufgebunden habe, glaube ich selber nicht. Er versucht das besser zu machen. Er ist ehrlich sich gegenüber, was seine Schwächen und Fehler sind und versucht das in Zukunft besser zu machen. Genau, Rainer. Genau so ist es. Nicht immer mit Erfolg, sollte man dazu sagen noch. Nie mit Erfolg, Rainer. Nie mit Erfolg. Rainer, was? Es sind jetzt 2,5 Jahre her. Über 2,5 Jahre seit diesem Stream. Was hast denn du besser gemacht? Lügst du weniger seitdem? Drückst du die Leute im Internet weniger als damals? Nein, du hast zwischendurch auch wieder irgendwelche Poster und Autogrammkarten im Internet verscherbelt. Ne, damals, während der Zarenstein-Staffel, der Obdachlosen-Staffel, hast du die Scheiße im Internet verscherbelt? Ja, wenn für so und so viel gibt es dann das und das.
und die Leute haben bis heute weder ihre Poster noch ihre Autogrammkarten gekriegt. Aber die Barre, die hast du selber eingestrichen. Viele akzeptieren halt nicht, dass ihre Handlung falsch war. Vor allem vor sich selber, weil sie sich selber versuchen dann damit zu rechtfertigen. Glaubst du an Karma? Ich glaube nicht an Karma als solches. Aber ich glaube, dass wir früher oder später die Konsequenzen für das ziehen, das wir getan haben. Ja, Rainer, das ist Karma, mehr oder weniger. Ich glaube auch, dass das, was ich erlebe, entweder ist es der Auftakt zu etwas Wundervollem oder ich büße für irgendetwas, was ich in einem früheren Leben getan habe. Ja, Rainer, ich glaube nicht, dass es der Auftakt zu etwas Wundervollem ist. Sehe ich nicht, Rainer. Also nicht für dich auf jeden Fall. Ähm, und wenn du büßt für irgendwas, was du in deinem vorherigen Leben getan hast, dann musst ein hochrangiger Nazi gewesen sein in deinem früheren Leben. Ne? Also ja, in gewisser Weise glaube ich an Karma. Weder eingeschlafen noch tot. Das nennt man genießen und entspannen. Aber für viele Jüngere vor allem ist es ja oft so, wenn man so mal die Augen zumacht, einfach die Musik auf den Kopfhörern genießen, einfach nur da sitzt, heißt es dann gleich immer, dass man ja irgendwie müde ist oder so. Und Rainer, du hast uns jetzt 1,25 Stunden lang verzapft, wie müde du doch bist. Und jetzt lehnst du dich zurück und machst die Augen zu. Und wenn dich dann jemand darauf anspricht, dann sagst du, ja, hier, ich genieße hier nur die Musik. Rainer, dieser Stream ist ein gewerblicher Stream. Das ist ja das, was du uns immer als deine Arbeit verkaufen willst. Da hast du nicht einfach mit dem Kopfhörer da zu sitzen, Musik zu hören, die deine Zuschauer nicht hören, und das zu genießen und die Augen zuzumachen. Rainer, das ist hier deine Arbeit. Und wenn du diese Arbeitsmoral an den Tag gelegt hast in deinen vorherigen Jobs, dann wundert es mich nicht, warum du nirgends lange geblieben bist. Stellt euch das einmal vor. Ist das was ihr bringen könnt bei euch in der Arbeit? Dass euch mitten während der Arbeitszeit setzt euch die Kopfhörer auf und lehnt euch zurück und macht die Augen zu. Und wenn der Chef dann kommt und sagt, hey, pennst du? Also, nee, ich penne nicht. Man nennt das genießen. Solltest du auch mal probieren, du Banause. Ich habe hier nur die Mucke auf dem Ohr und genieße die und mach kurz die Augen zu. Und jetzt troll dich, du Arschloch. Wie lange habt ihr dann den Job? Danach noch? So lange, bis der Chef fertig ist, euch in ein ganz, ganz kleines Format zusammenzufalten. So lange habt ihr dann die Arbeit noch. Und danach ist Feierabend. ja, ich bin müde, aber trotzdem kann man auch entspannen. Du hast mich 2016 besucht und möchtest dich entschuldigen. Okay, hast du damit ja getan. Ich glaube, dieser Streamer unterschlägt viel, aber okay. Kann jeder sein Geld so rauswerfen, wie er möchte. Was? Die Hater gehen momentan ja extrem ab, sowas von wegen, was stand da drinnen? Irgendwas von wegen, oh, es ist gar kein solches Monster, es ist eher klein und schmächtig. Ja, so klein, dass allein die Ladefläche hinten über 1,60 hoch ist. Und dazu 200 PS, 5.500 Drehmoment. Reiner 200 PS ist gar nicht so viel für so einen Mordstrom Pickup. Der wird ja, keine Ahnung, 2,5 Tonnen oder sowas wird er schon gewogen haben. Also ich schau mal kurz nach. Ja, 2,4 Tonnen wiegt so ein Ford Ranger. Das sind dann 200 PS gar nicht mal so viel, Rainer. Ja, sehr schwaches, kümmerliches Teil. Das glaube ich sofort. Leute, hier werden keine Hater erwähnt. Muss das immer sein? Aber es ist auch krass, wie man ihn damit triggern kann. Es ist halt einfach lächerlich, wie ein kleines Kind. Also er sagt hier im Übrigen, dein Ranger ist gar nicht so krass, wie du getan hast. Das ist eigentlich für ein Pickup ein relativ kleines Auto. Stimmt, es gibt deutlich größere Pickups. Ähm, also, mach hier nicht einen auf wilden Mann. Und dann, da geht er sofort auf 100 Sachen 80, wenn der arme Ranger verunglimpft wird. Und dann wird erst einmal eine Tirade runterlassen, 5 Minuten lang, was das doch für ein Monster ist. Jedes Mal das Neue. Auf dem Pickup macht man für gewöhnlich keine Sommer- oder Winterreifen drauf. Da kommen Winterreifen, also Winterreifen kommen da drauf mit mit Winterfahrtüchtigkeit. Das ist Schmarren, Rainer. Das ist ein richtiger Mordsschmarren. Das kommt auf
gerade bei sowas kommt drauf an, ob du den jetzt Offroad fahren willst oder nicht, was du da für Reifen drauf tust. Aber generell, ich bin kein großer Fan äh, von diesen Allwetterreifen. Die Leute denken sich, ja, da hast du einen für den Winter und einen und für den Sommer auch. Und das, in beiden kann beides gut. Wahrheit ist, so ein Allwetterreifen kann halt einfach nichts davon wirklich gut. Das ist kein besonders guter Winterreifen, das ist kein besonders guter Sommerreifen. Den könnt ihr haben, wenn ihr nicht mehr wie einmal in der Woche zum Supermarkt rüber tingelt und euch denkt, in dem Moment, in dem das Auto mal in verschiedenen Jahreszeiten auf der Autobahn oder längere Landstraßen fahren muss, einen Satz Winterreifen und einen Satz Sommerreifen besorgen. Punkt aus. Es ist nämlich ein richtiger Schmarrn. Also Tauglichkeit, was auch im Winter gefahren werden dürfen. Ein netter Wagen wäre für mich im Unterhalt zu teuer, aber so teuer ist er gar nicht im Unterhalt. Ich habe mich jetzt vor kurzem mit jemandem unterhalten, gestern sogar erst, der meinte, er zahlt mehr für sein Auto. Ja, dann möchte ich aber nicht wissen, was der dann für ein Auto hat. Ich glaube schon, dass so ein Ford Ranger im Unterhalt sehr teuer ist. Vor allem du, Rainer, wirst wahrscheinlich nicht so die geilen Prozente auf deiner Kfz-Versicherung gehabt haben. Ne? Nachdem du auch schon damals den Mondeo schon zerschossen hast, da warst ja auch du schuld. Und also ich glaube, der hat für die Versicherung hat er sich dumm und dapper zahlt. Dann hat der wenn der 200 PS hat, dann hat er auch ordentlich Hubraum, dann zahlst du auch Steuern wie blöd. Ne? Der Diesel war es, glaube ich, auch. Du hast nochmal mehr Steuern und damals, zu dem damaligen Zeitpunkt, dann war ja Diesel so fürchterlich teuer. Der ist jetzt, der hat ja stellenweise Diesel getankt für 2,20 € oder sowas. Und dieser Ranger schluckt natürlich mit 2,5 Tonnen und 200 PS, vor allem bei seiner Fahrweise, mal easy, keine Ahnung, irgendwas zwischen 15, 16 Liter wahrscheinlich. Oder? Was wird der schlucken? Wohl, wenn es der Diesel war es der Diesel oder Benziner? Das ist scheißegal. Also, ich glaube, Benzin, wenn es der Benziner war, wird er 15, 16 Liter schlucken. Wenn es der Diesel war, entsprechend weniger. Aber teuer war es trotzdem. Ne? Brauchst du mir nicht erzählen. Und dann kommen natürlich die ganzen Schäden dazu, die du an den Karren dran gefahren hast. Während der Zeit, wo du ihn gehabt hast. Jeder fahren doch selbst alle smart. Ja, nur dass sie nicht smart sind. Wie läuft's mit deiner Immobiliensuche? Hat der Ranger einen V6 oder einen reinen Sechszylinder? Das kannst du auch im Internet nachgoogeln. Bin ich die Info oder was? 1K im Jahr, circa, Weil ganz ehrlich, Rainer, du hast 40.000 € für das Auto bezahlt und du kennst nichts. Ne? Der fragt dich, hat der einen V oder einen reinen Zylindermotor drin? Du weißt nicht einmal den Unterschied, Rainer, oder? Du weißt nicht einmal den Unterschied zwischen einem Reihenmotor und einem V-Motor. Sorry, ich muss die ganze Zeit irgendwie pausieren, weil heute ist wilder Tag für die Katzen. Keine Ahnung, was mit denen los ist. Die Drana Weng am Radl zurzeit. kostet die Vollkaskoversicherung. Vollkasko bestimmt. 1.000 € für die Vollkaskoversicherung für ein 2 Jahre altes Auto. Das ist doch nicht teuer, Alter. Das hat eine LKW-Zulassung, das Auto. Und bevor die Hater gleich wieder gehen, ja, man darf das Auto mit dem PKW-Führerschein fahren. Sonst heißt es gleich wieder, da fährt ein LKW durch die Gegend, darf er aber gar nicht. Jetzt habe ich Die Hater-Stimme wieder. Rainer hat doch kein Mensch gesagt. ungefähr 100 Tonnen Blech mehr um mich herum, habe eine riesen Ladefläche, wo ich deine Karre, also wo ich dein Bike und noch 3 weitere unterbringen würde. Ja. Also mindestens drei oder 4 Bikes bringe ich auf meine Ladefläche. So ein Schmarrn. 4 Bikes auf die Ladefläche von einem Ranger. Klar. 2, Rainer. 2 Motorräder kriegst du vielleicht auf die Ladefläche vom Ranger. Dazu habe ich 4 Sitze. Nee, ich habe 5 Plätze innerhalb des Autos. Ja, und? Was hat das gebracht? Rainer, es waren maximal 2 Leute in dem Auto. Das waren du und Moner.
Hab eine Klimaanlage, hab eine Heizung, hab vorne Sitzheizung. Eine Heizung, Rainer. Eine Heizung im Auto, ja, krass. Hat's ein Lenkrad auch und 4 Reifen und eine Bremse? Es flext er damit, dass sein Auto eine Heizung gehabt hat, ey. Und der Klimaanlage ist auch schon lange nichts Besonderes mehr. Hab 4 elektrische Fensterheber. Ui, elektrische Fensterheber, die sind ja auch erst, keine Ahnung, in den 50er Jahren erfunden worden. Und 1000 technische Ausstattungen von GPS, das integriert ist, über CD-Player bis hin zu CD-Player, Rainer, ja krass, 2022 fährst du Auto mit CD-Player, das ist ja super futuristisch, Rainer. Bluetooth-Funktionen für mein Handy und so weiter. Und jetzt kommst du. Nutzt. Ja. Oder kennt ihr damals noch oder was war das irgendwie, von irgendeiner Bank, die hat Werbung für Finanzierungen gemacht und Anlage und keine Ahnung, da hat es diese Fernsehwerbung gegeben, wo sich dann zwei aus den 90er Jahren, da haben sich zwei Leute in der Kneipe oder im Café zufällig getroffen. Hier, der Schröder hieß da, glaube ich, der eine. Und dann flexen sie so. Der eine legt ihm 3 Fotos hin, sehen mein Auto, mein Haus, mein Boot oder so. Und der andere, ja, mein Auto, mein Haus, mein Boot, das ist ja viel krasser und so. Ja, wie hast du denn das gemacht? Ja, mit der Anlage von Betrugsbank XY. So ein Ding ist das gerade. Und jetzt kommst du. Oder der hat CD-Player und da Heizung und Bluetooth, Alter. Bam! Du zahlst 300 weniger. Also laut deiner Aussage mit 1000 Euro, wenn ich jetzt davon ausgehen soll. Ich meine, ich habe nie gesagt, dass ich 1000 Euro damit zahle. Ne? Tue ich auch nicht. Zahlst 600, nee, 700 mehr, weniger als ich angeblich zahle. Jetzt kommst du. Und ich habe 5000 Drehmoment. 5,5 sogar. Achso, das war ein Ding gerichtet. Tut mir nochmal leid, Vanessa, wegen vorhin. Habe ich mich verklickt gehabt. 500 Newtonmeter. Was? 500? 5000? 5.500 Newtonmeter hat er. Das glaube ich kaum. 500 Newtonmeter sind das nicht. Hubraum in Zentimeter ist Newtonmeter, oder? Oder was? Oh, ein Zentimeter ist Newton. Da. Nein, Rainer. Das ist was anderes. Hubraum ist was anderes. Dann habe ich die falsche Ding gehabt. Nee, Hubraum müsste doch stimmen. Doch, der Hubraum müsste eigentlich stimmen. Also meiner hat 3198 Hubraum. Steht hier zumindest. Der im Moment selber steht nicht. Also 3,2 Liter. 3,2 Liter Hubraum, okay. Oder ich sehe es gerade einfach nicht. Hubraum sind die 3198 auf jeden Fall. Man muss ja da dazu sagen, die 5,5, also die 5000 Drehmoment oder 5.500 Drehmoment ist beim Ranger. Ja, beim Raptor. Ich habe die ganzen Daten vom Raptor im Kopf, weil ich die ganze Zeit die Videos über die Raptor angeschaut habe. Weil über die Ranger habe ich irgendwie nichts gefunden. Ich habe nur die Raptor gefunden. Falls du im Fahrzeugschein schaust, dann hast du keine Newtonmeter drin. Ja, deswegen sage ich, da steht nur der Hubraum drinnen. Hubraum ist wichtiger als Wohnraum. PS und KW, das Ja. Das hat er nicht gecheckt. Dass das eine Spitze von der Seite war, das hat er nicht gecheckt. stehen drinnen. Ne, die PS sind 200. Also der Hubraum Aber ganz ehrlich, die Wacht. 2 Euro hast du ihm dafür gegeben, für den Spruch. stand auf jeden Fall jetzt drinnen bei 3198. Also knapp 3200. Wie oft soll ich euch noch sagen, dass euch das nicht angeht, was mit meiner Haus- oder Wohnungssuche oder sonstigen Gedöns mit angeht? Wir können noch mal eine kurze 5 Minuten Pause machen, dann hole ich mir noch mal 1, 2 Kaffee. Nein, du holst dir 2 Tassen mit Zucker, die du braun einfärbst. Also ich finde das Auto richtig Bombe. Ist halt auch ein echtes Monster. Vor allem, Ach, der Monster, richtiges Monster, Alter. da sind die Reifen schon mehr als einen halben Meter hoch. Also ich bin bis zur Hüfte bin ich 1 Meter, bis zu den Knien bin ich ungefähr einen halben Meter. Das heißt, ja, die Reifen gehen mir etwas übers Knie. Das ist also entsprechend schon groß. Eine Multistrate V4. Mit Mayo. Was mit Mayo? Das ist so eine geile Kiste. Ich liebe es. Was mich ein bisschen stört, ist die Automatik. Ups. Ich bin ja noch nie Automatik gefahren, also ich muss mich jetzt da mal dran gewöhnen. Ja, ich weiß es auch nicht, keine Ahnung. Ich bin kein großer Fan von Automatik, aber jedem das seine. Also er ist 5 Meter, der ist ein bisschen mehr als 5 Meter lang und knapp 2 Meter breit. Ist schon ordentlich. Ich jetzt auch schon öfter mit Sicherheit keine deutschen Böller.
Ja, das ist doch selten der Fall, oder? Ich muss sagen, Automatik finde ich fahren eigentlich nur faule Menschen, weil Rainer, dann passt es zu dir aber auch wie die Faust aufs Auge. Automatik, ich weiß nicht, Automatik ist halt eigentlich kein Autofahren. Und bei Schaltung musst du halt erst einmal die Kupplung kommen lassen, dann musst du erst mal einen Gang vorher noch rein tun natürlich und zum Schalten musst du immer die Kupplung treten. Gut, dass du nicht. Ja, richtig, so funktioniert das. Kupplung treten, Gang einlegen, Kupplung wieder kommen lassen. So funktioniert's Autofahren, Rainer. Nicht in der Stadt wohnst, da wäre ein Pickup schlecht, um einen Parkplatz zu finden. Das ist richtig. Ja, auch Parkhaus sind schwer mit 5 Meter Länge. Naja, ich sag mal, Parkhaus geht eigentlich, wenn du ein Parkhaus hast, wo ein bisschen weiter hinten steht, geht's schon. Ich mache mir da eher Sorgen um die Höhe. Ja, Rainer, ich hätte mir auch um die Breite Sorgen gemacht, weil du hast dann den Radlauf im Parkhaus zermettelt. Dass man reinkommt, weil manchmal sind ja auch teilweise nicht so niedrig. Moin Drache, was hast du so im neuen Jahr vor? Mit onanierend nackt durch die Stadt rennen. Ja, hättest du es mal gemacht, weil dann wirst du mich jetzt im Knast sitzen. Blöde Frage, blöde Antwort. Aber manchmal muss man sich auch auf was Neues einlassen, weil letzten Endes entwickeln wir uns ja auch weiter. Letzten Endes. Im Übrigen, ihr müsst euch auch da wieder vor Augen halten, diese Leute haben dafür bezahlt und zwar nicht zu wenig, dass sie ihm diese Fragen stellen können. Und es ist halt wirklich ein Moin Drache, was hast du im neuen Jahr vor, ist jetzt wirklich nicht eine Hater-Frage. Und da so drauf zu reagieren, deinen zahlenden Kunden gegenüber, ist halt unter aller Arsch. Und Stagnation ist da auch immer ein bisschen eine tödliche Aktion für uns Menschen, weil wir eigentlich. Er checkt es nicht. Er checkt diese Spiegelei wieder nicht. Stagnation ist tödlich für uns Menschen. Ja, herzlichen Glückwunsch. Weißt du Bescheid? Sitzt da zu dem Zeitpunkt seit wie viel, 10 beschissenen Jahren in diesem Loch? Hat die letzten 5 Jahre nicht mehr verlassen? Macht jeden Tag dieselbe Scheiße? Immer wieder, hey, Metal-Leute, ja, hier, Spenden, Klump, Pflichtstunde runterreißen, ne? Leute beschimpfen, provozieren, wieder raus zum Brüllheulen gehen. Vollkommen stagniert. Über Jahre hinweg. Unterbrochen von der ein oder anderen krassen Eskalation oder einem krassen Nervenzusammenbruch, den er gehabt hat. Aber ansonsten genau dieselbe Scheiße. nicht anpassungsfähige Lebensformen sind. Und wenn wir stattdessen uns lieber, wie sagt man, wenn wir stattdessen lieber stagnieren, anstatt uns weiterzuentwickeln, dann ist es halt meistens auch ziemlich schlecht. So, weißt du, dass dein Stream, oh Mann, Alter, wie oft habe ich das schon? Reiß auf den Gully, Rainer. Also lieber zahle ich ein bisschen was und habe dafür auch was Vernünftiges, als dass ich da bloß billig was ausgebe und dann halt alle paar Jahre ständig was anderes machen muss oder alle paar Monate. Jetzt habe ich mir mal ein neues Auto gegönnt, jetzt habe ich mal ein vernünftiges Auto und da geht ein bisschen was auf jeden Fall. Ja, die Aussage ist super schlecht gealtert. Zum einen, neu und vernünftig war das, also vernünftig, wenn man jetzt, ne, die Anschaffung war sowieso nicht vernünftig, aber das Auto war neu und vernünftig relativ kurz, bevor du es schon wieder irgendwo angeduckt hast. Bin sonst auch nur, nach Eingewöhnung will ich nur noch Automatik fahren. Das kann ich mir nicht vorstellen. Deswegen fahre ich auch keine Roller. Ich mag keine Roller. Die Auch die Aussage ist fürchterlich scheiße gealtert. gefallen mir nicht. Ich will was mit einer Schaltung. Das Auto ist halt leider mehr auf Automatik halt, ne? Auch was? Man muss aber dazu sagen, das Auto ist ja nicht zum Rennen fahren oder sonstiges gedacht, ne? Das Ding ist ja nicht zum Heizen gedacht, sondern das ist ja einfach nur zum entspannten Chillen, sowas. Ja, entspannt chillen mit 180 auf der Autobahn, Rainer. Das ist nicht irgendwie, um jetzt hier Überschallgeschwindigkeit-Rekorde zu brechen. Irgendwann gibt's nur noch Automatik. Oh Gott, ich hoffe nicht. Wenn wir Menschen noch fauler werden, dann gute Nacht. Jetztler habe ich noch nie gesagt. Ich sage Etzerler und nicht Jetzerler. Und ich habe mir das nicht komplett abgewöhnt. Die Sache ist nur, dass man das nicht in jedem Satz verwendet. So wie es die Hater machen. Steak, 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 Steak. Am 3.1. kommt große Reisegruppe. Hä? Steak, Steak, Steak. Steak, Steak, Steak.
Steak. Ich werde unser Fränkisch nie lernen. Das Fränkisch der Hater auf jeden Fall nicht, ne. Geilste daran ist halt auch noch, da legst du einfach eine große Doppelmatratze rein. Dann kannst du da links und rechts noch eine schöne Chica mit reinlegen. Hast du zwei geile Weiber im Pickup mit dabei. Passt. Genau so ist es nicht passiert, Rainer. Es tut mir wirklich nicht leid, dass ich dir diese Illusion da nehmen muss, lieber Vergangenheitsrainer, aber so ist es nicht passiert. Dann kannst du noch zwei Chicas mit reinlegen. Fränkisch kann man nicht lernen, da muss man als Franke geboren sein. Rainer ist Bullshit. Es ist Bullshit. Wenn man Dialekte nicht lernen könnte, dann wäre Max Giermann überall in Deutschland geboren. Das ist echt richtig. Was scheppert's da am Bamm? Du hast dir der Hutzen am Bamm. Du hast Ideen. Glaube ich Ideen. Glaubst du, ich habe mir das Auto gekauft ohne Ideen? Ja, Rainer, da bin ich fest überzeugt. Also, du hattest die Idee, diese fixe Idee von dir in diesem Auto und das war's. Und du hast dir gedacht, dann sind die Hater sauber neidisch, weil ich dann den geilen Pickup hab. Und mehr war's nicht. Du hast diesen Kauf null, aber auch null gar nicht durchdacht. Ihr traut mir ja fit so. Heute ist Steak-Tag, weil Steak ganz dolle mag. Das habt ihr nicht gehört. Das war gerade ein Song, da hat er immer Take gesungen und ich habe Steak verstanden. Ja, toll. Das ist super. Dieser Joke, der wäre so geil gewesen, wenn du ihn wenn du ihn nicht erklären hättest müssen. Not. Ey, er sitzt da, hört irgendwas, weiß, dass sein Publikum das nicht hört und spackt ab. Deswegen habt ihr das nicht verstanden, klar. Ich hab vergessen, dass ihr die Musik nicht hört. Also was bedeutet Drache, kommst schon viel frischer rüber. Ja, dieses Down ist jetzt ein bisschen rum. Also ich hatte jetzt so ein Tief, ja. Das hat man aber und also jeder, der schon öfter nachts durchgemacht hat, der weiß es, man hat immer wenigstens manchmal hat man so einen Durchhänger für. Ja, und dann hast du zwischenzeitlich nochmal 400-500 Gramm Zucker reinblasen und jetzt hast du wieder so ein kleines Hoch. Paar Stunden oder zwei. Und wenn das dann rum ist, dann ist man wieder fitter. Achso, ich muss wieder das Ding ausmachen, ne? Bei uns böllern ein paar Bei uns böllern. Kids rum. Ja, es werden nicht unbedingt Kids sein, aber ja. Ich trinke immer die gleichen Energy Drinks seit über 10 Jahren. Kann man dann vielleicht sagen, du hast Lieblings-Energy Drinks, Rainer? Ich frag für einen Freund. Ich bin generell kein Fan von Leber. Aber normalerweise geht man natürlich davon aus, dass die von Ding ist. So, ich glaube, bei den ganzen Energy Drinks und deiner Ernährung ist deine Leber auch kein Freund von dir. gehe jetzt dann mal 5 Minuten in den Hof, bisschen frische Luft schnappen. Nein, wir machen jetzt keine Pause. In knapp 5 Minuten machen wir Schluss. Oh, mein Genick. Wann lässt du die Male, die ich Lotto gespielt habe, kannst du an einer Hand abzählen. Kannst als Metal-Fan growlen. Hä? Man muss doch als Metal-Fan nicht growlen können. Was ist das denn? Ihr habt manchmal Vorstellungen. Die Fragen werden immer bizarrer. Schlafgutwinkel. Hoffentlich fliegen ein paar Böller in deine Bude. Du pass mal auf. So jemanden brauchst du gar nicht timeouten. So jemand wird ganz gebannt. Ich glaube, es hackt. Und ich sag dir noch was, Herbert. Pass lieber auf, dass ich nie rausfinde, wo du wohnst, bevor Böller in deine Bude fliegen. In die Einzimmerwohnung unter deiner Mama. Und wenn ein bisschen Glück fällt, fliegt einer unter das Sofa, wo du liegst und dich versteckst von mir. Schönen Der Konterlord ist wirklich auch wieder super anstrengend. Feierabend. Feiert noch schön, wie gesagt, guten Rutsch dann. In 55 Minuten ungefähr habt ihr jetzt dann, oder in knapp 54 Minuten habt ihr jetzt dann, haben wir jetzt ein Silvester. Im neuen Jahr geht's dann weiter. Er hat jetzt hier in 2 Stunden Dully-Stream dafür, der auf Highlights 28 Minuten zusammengeschnitten wurde hier. Und Highlights beschreiben ja hier nicht guten Content, sondern einfach die außergewöhnlichsten Peinlichkeiten und unverfrorensten Arschlochaktionen. Hat er 130 Euro erbettelt. 130 Euro. Für diese Scheiße. Wild. Da kann ich schon gut verstehen, dass der ein wenig erschüttert war, als der YouTube-Kanal weggemettelt wurde und abzusehen war, dass er ihn nicht wiederbekommt.
in alter Frische. Was wir allerdings im neuen Jahr alles machen, weiß ich noch nicht. Aber ich werde auf jeden Fall noch ein Video zum neuen Jahr machen. Ob ich es direkt morgen hochlade oder erst übermorgen, weiß ich noch nicht. Tschö, tschö. Tschö, du Jahr. Leute, da sind wir jetzt dabei. Ich kann euch gar nicht sagen, wie lang das wirklich gedauert hat. Ich glaube so knapp 1 Stunde 40 Minuten. Ich muss das zusammenschneiden, weil ich ein kleines technisches Problem hatte zwischendurch. Aber ich schau mal, muss mal schauen, wie ich das umsetze, muss mal gucken. Ich hoffe, dass das jetzt ein Video für euch ist und dass man diesen Schnitt nicht merkt. Oder kaum. Man wird ihn ein bisschen merken, höchstwahrscheinlich. Aber in diesem Sinne, tut nichts, was Rainer tut. Metal Love.